Geht da was? So, grüß Gott beieinander. Nidobier meldet sich zum Dienst, sehr gut. Price habe ich dir, Andal habe ich dir, merci für den Lurk. Grüß Gott beieinander. Wie geht's uns? Wir schauen mal aus, Mitte der Woche. Ja, Mittwoch haben wir schon, Gott sei Dank, hinter uns. Leck mich einmal, Schwarz, bis heute ein stressiger Arbeitstag. Aber gut, muss auch mal sein. Hilft ihm nicht. Die nicht auch, muss es auch mal geben. Geht's euch gut? Wie schauen wir aus? Alles klar bei euch? Haben wir fit für eine weitere Runde Pokémon Blau Hardcore Nuzlocke. Ja? Haben wir ja letztes Mal einen sehr, sehr guten Start hingelegt, muss ich fast sagen. Ja? Alle Encounter erwischt, keine Verluste hingenommen. Das hätte tatsächlich deutlich schlimmer laufen können. Ja? Muss man auch dazu sagen. Aber ich bin mir fast sicher, dass das noch kommen wird. So die richtigen Schwitzermomente, ob ich ganz schwer im Urin, die werden noch kommen. Ja, die werden noch kommen. Ja, vielleicht auch schon heute. Wer weiß das schon. Schauen wir mal. Der Mr. Verbo ist auch da und bereit zum Kämpfen. Sehr gut. Der Mr. Price, der rechnet auch schon ganz schwer damit. Ich bin halt fertig und alle. Ja, das glaube ich da gern. Nach einem Probearbeitstag, noch etwas längerer Arbeitspause, das glaube ich da sofort, dass du ein bisschen K.O. bist. Ich habe halt einen Prozessneuanlauf, beziehungsweise Wendeplatten-Test gehabt. Das war ja auch nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Aber gut, dafür ist Zeit schnell vergangen. Dafür haben wir jetzt schon beim Streamer angekommen. Ja? Muss man auch das Positive draus sehen. Schauen wir mal. Dann wird es schon werden. Was tun wir denn heute? Wir werden jetzt gleich zu Beginn uns die Nugget-Brücke mal anschauen. Ja? Und dann oberhalb haben wir nämlich einen Encounter zum Holen. Da waren noch der eine oder andere Trainer zum Zusammenzipfen. Die werden wir uns wahrscheinlich noch hinten raus aufheben, weil wir unser Level Cap schon fast erreicht haben. Das ist jetzt bei 21. Ja, der zweite Arenaleiter, die Frau Misty in dem Fall, sagt, unsere Pokémon dürfen nicht stärker sein als Level 21. Deswegen müssen wir da ein bisschen Obacht geben, dass wir da jetzt nicht in Bredouille geraten. Nicht, dass uns noch irgendein Pokémon aufgrund Überlevels nicht in die Arena folgen darf. Ja? Das wollen wir ja natürlich nicht. Aber da schauen wir einfach, wie wir vorankommen und dann sehen wir schon. Entweder zügen wir einen Arena-Leiter ein und wenn wir leveltechnisch noch Platz haben, dann hauen wir den einen oder anderen Trainer vorher noch zusammen und wenn nicht, dann hauen wir es halt nachher zusammen. Generell ist so, ich hätte jetzt eigentlich fast vorgeschlagen, dass wir, bevor wir Misty machen, erstmal alle möglichen Encounter soweit zusammen suchen. Und dann stellen wir unser Team auf, tatsächlich. Ja? Müssen wir dann erst einmal luren. Aber das kriegen wir hin, da die fast sagen. So. Naja, war nur von 8 bis um 1, also nicht lang, aber halt die Anspannung sagt, ja klar, da kommt ja alles ein wenig zusammen. Du bist nervös, du bist aufgeregt, du weißt nicht, was auf dich zukommt, du weißt nicht, wie die Leute haben. Verstehe ich alles. Brauchen wir nicht reden, dass das erstmal ein bisschen hart auf die Substanz geht. Ja? Aber es wird von Mal zu Mal leichter werden. Ja? Es bleibt jetzt natürlich kein Dauerzustand oder so. Ja? Wenn du mal dann wieder voll drin bist, wenn du wieder mal 1-2 Wochen da hast, wenn du dich dann einmal so ein wenig akklimatisiert hast, dann geht das wieder dahin. Ja? Ist ja schon mal wichtig, dass es einfach gut gelaufen ist und dass dir grundsätzlich dort gefällt. Ja? Da meine ich, haben wir schon ganz viel gewonnen dadurch. Ja? Sagen wir es einfach mal ja so. Genau. Ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, nichts zum Berichten, so wirklich. Ja. Außer, dass der Stream halt wie gewohnt bis 7:30 gehen wird, circa. Plus, minus ein paar Minuten. Je nachdem, wie wir hinkommen. Schauen wir einfach einmal.
am Wochenende, also am Sonntag voraussichtlich, ja, das kann noch ein bisschen anders werden, je nachdem, was wir Frau Bazi und ich dann tun, spielen wir ein neues Spiel, also mal wieder etwas aus der Neuzeit, also nicht irgendein Retro-Spiel, so wie jetzt Pokémon Blau, da spielen wir dann Wolong Fallen Dynasty, das ist ein Souls-like-Spiel, habe ich schon ein bisschen was im Discord gesagt dazu, da habe ich gestern die Demo gespielt und war instant addicted auf das Spiel. Also es spielt sich sehr ähnlich wie Sekiro tatsächlich. Natürlich, ein paar Feinheiten haben da dabei oder ein paar Eigenheiten. Also das heißt für mich quasi Spielmechanik und so weiter und so fort, alles von der Pike auf lernen. Ich kenne keine Gegnergruppen nicht, keine Gegnerarten nicht. Und Souls-Likes, habe ich mir mal sagen lassen, seht ihr bei mir relativ gern. Ja? Also da ich ja ohnehin vor ein paar Wochen versprochen habe, dass wir Souls-Likes spielen. Aber man denkt, das passt jetzt tatsächlich ganz gut. Muss ich sagen, ist bis vor einer Woche noch unterm Radar geflogen, da habe ich nicht so wirklich was mitgekriegt davon. Aber nachdem ich es gestern gespielt habe, du Brudi, das hat sehr hartes Potenzial, gut zu werden. Da lassen wir uns auf alle Fälle überraschen. Das haben wir auch vorher runtergeladen, wenn es schon gratis ist. Ja, ist im Game Pass, im Xbox Game Pass gratis zum Download verfügbar. Ja, spielen kannst du das ab Freitag. Ab Freitag ist offizieller Release. Da habe ich aber allerdings Spätschicht, also da werde ich halt jetzt nicht wirklich großartig was spielen können. Das werden wir dann, wie gesagt, eben dann voraussichtlich am Sonntag einmal im Stream spielen. Ja? Da kann ich es dann einmal ein bisschen vorstellen und dann könnt ihr ja sagen, hey Alter, das ist kompletter Müll, was du da spielst, spiel wieder was anderes oder am besten gar nichts oder hey, feiert mal, mach weiter, taugt uns. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. So, jetzt ist 5, Freunde, und das heißt bekanntermaßen, wir switchen jetzt in die Naslagummi. Hätte ich fast gar behauptet. So, Obacht. Erst einmal wieder Nostalgie-Musik des Obergrauens, damit da ja auch nichts passiert. Was mir halt natürlich brutal gefällt, ja, der Herr Lucke, falls er schon da ist, ich weiß es nicht, hat sich heute schnurstracks die Feuerrote Edition besorgt und ist ebenfalls schon voll am Suckeln. Ja? Also das sind natürlich so Sachen, ich spiele irgendwas im Stream und irgendwer fühlt sich dann von Eng getriggert und muss dann auch eben sowas in die Richtung spielen. Der Aufzulust sieht Naslak natürlich auch nicht entgehen, ist ja eh völlig klar. Das ist ja wohl sowieso klar. So. Look, ja, gerade helfen, also nicht, weil das macht dann gar nichts. Option habe ich die Ehre. Willkommen zum zweiten Teil der Naslak Challenge. Ich hoffe, dir geht's gut. So, kurz Brainstorming. Das ist aktuell unser Team. Ja, wir haben ja noch 2 Pokémon auf der Bank. Das ist einmal ein Sandan, das wo noch ein Option gut zu Fuß angelegt ist. Und ein Zubat, das wo an die Frau Wifi angelehnt ist. Ob und wann wir mit denen mal hantieren, das weiß ich jetzt noch nicht. Das lassen wir auf uns zugehen, da die sagen. Genau. Da ist auf alle Fälle unser Arena-Herren. Da könnte man jetzt gleich mal reinschauen, dass wir da die Trainer gleich mit zusammenpulvern. Das können wir nämlich ganz gut mit dem Bisasam machen. Weil dann haben wir das schon mal erledigt. Gemäß dem Fall, das sind optionale Trainer, sehe ich das. Okay. Außer die eine da oben, die wird nicht optional sein, oder? Ah, okay. Den müssen wir mal, den Schwimmer-Idioten da drin, den können wir mal ignorieren. Den müssen wir jetzt nicht zwangsweise machen. Ja, wenn es nicht sein muss, schieben wir ihn erstmal auf, danach können wir noch Weihnachten zusammenhauen. Die hat ein Pokémon und zwar ein Goldini. Auf Level 19. Oha. Wird vielleicht doch nicht so einfach, wie ich gemeint habe. Aber gut, sie hat auch nur ein Pokémon, gell? Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Dass wenn Trainer ein Pokémon haben, das tendenziell deutlich stärker ist. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob das vorher ein Crit war. Glaube ich aber nicht. Das waren 12 KP, das heißt, der Crit warten 18, überleben wir also locker. Abgesehen davon haben wir Speed-Tide, wir haben gleich schnell, aber ich habe jetzt einen Roll gegangen, also easy going. Den Schwimmer-Idioten lassen wir absaufen. Genau, den lassen wir so lange schwimmen, bis er einen Krampf kriegt. Dann erledigt er sich von selber. Natürlich nur fiktiv gemeint, ne? Nicht ernst gemeint. Wenn wir noch Arbeit haben, wollte eigentlich ins Fitness, aber Knie zwickt und ein bisschen wild. Ja, nein, du musst auf deinen Körper hören. Rudi, da hörst du am besten auf deinen Körper, der sagt da ganz genau, was Phase ist und was nicht. Ja? Ist vernünftig, dass du nachsteigst. Ja? Genießt jetzt einfach deinen Feierabend, lehnst dich zurück und lauschst der Nostalgie halber einfach dem Spiel ein bisschen. So, wie schauen wir jetzt aus? Es ist auf 18 außer Bisaknos, das ist auf 19. Ich darf jetzt einmal einfach Vollgas machen. Wir grätschen jetzt mit dem Dampfboss voran.
Und schauen wir mal, ob der auch heute wieder so crit-technisch aufgelegt ist wie beim letzten Mal. Ja? Also der Dampfi hat ja letztes Mal gekrittet wie ein Geistesgestörter. Schauen wir mal, ob er das heute wiederholen kann. Ja? Einfach mal schauen. Jetzt gehen wir erst einmal auf die Nugget-Brücke. Und da oben ist, wie gesagt, ein Encounter für uns. Ja? Da kommen jetzt Trainer, die sind nicht optional. Also wenn man da hoch geht, dann muss man die machen. Ja? Da kommst du quasi nicht vorbei. Aber das macht ja nichts. Ja, Käfersammler, da haben wir mit Taubsi mit Taubober schon gut beraten. Ja, macht 14 Schaden. 14 Schaden. Knapp die Hälfte Schaden. Aber knapp über die Hälfte. Fast easy to hit. In Gen 1 war es übrigens noch so, da waren Windstoß und so. Also einen Flugtypen hat es damals, oder hat's, war Windstoß war damals noch kein Flugattack, so muss ich sagen. Es war damals noch keine Flugattacke. Da ist noch als Normalangriff abgetan worden. So, Dampf ist schon mal auf Level 19. Schon mal nicht schlecht. Der haben wir mal einen Lucky-Fähre. Der Lucky muss auch noch reißen, das hilft uns nichts. Eine Göre mit Taubsi, okay. Unseres ist natürlich besser. Gut, dass wir da Hyperzahn haben. Wow, das macht 10 kW. Gut, das macht deutlich mehr. Jetzt haben wir mehr auch ruckzuck und dann haben wir schneller und dann passt es. Easy. Gut, der Crit, der macht jetzt natürlich nicht mehr viel aus. Und ein Nidoran, auch auf Level 14. Ah, der Lucky ist halt in Crit-Laune, das ist gut. Lucky ist halt derbst in Crit-Laune. Wobei ich da sagen muss, dem tut die Entwicklung dann tatsächlich gut, weil ein bisschen fragil ist er schon noch, gell? Als Mini-Rotz. Da müssen wir schauen, dass wir ein wenig aufpeppen. So. Nächster Trainer. Es ist übrigens insgeheim haben die Anhänger von Team Rocket. Wird man aber dann später sehen, weil der letzte Trainer von denen ist nämlich genau Team Rocket Rüpel. Lucky, so geht's auf Zeit, das regelt die allein. Er prescht voller Tatendrang voran. Seht man, der one-shottet einfach ein Viech nach dem anderen. Schon wieder ein Crit. Ja, der Lucky, der ist on fire halt. Der Lucky ist halt on fire. Da wird auch die Fledermaus nichts treuen dann. Ein One-Shot nach den anderen. Wahnsinn. Der Mann ist drauf. Zauberhaft. Genau so muss das laufen. Ein ins Viech mit 2 gestreckten Füßen, saubere Blutgrätschen austeilen und weiterziehen. So und nicht anders. So. Wieder Taubsi, das jetzt allerdings auf Level 16. Da soll ja aber der Lucky, wie ich ihn kenne, auch kein Problem nicht haben. Oh, jetzt ist einmal einer aus Übermut daneben gegangen. Okay. 11 KP, das warten als Crit ungefähr 17 Schaden. Ja. Also, er teilt zwar aus wie Geistesgestörter, gell, aber einstecken tut er halt dafür auch nicht allzu viel. Muss man dazu sagen. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall schneller. Oder auch nicht. Oh, das war jetzt sehr gefährlich. Jetzt, wenn er mal gerettet, dann stirbt uns der Lucky weg. Gut, da gehen wir jetzt vorsichtshalber raus. Weil, falls wir jetzt mit Ruckzuck im Namen daneben gelangen, dann wird's greiselig. Da muss jetzt Birgit herhalten. Birgit muss einen Lucky ausreißen. Da muss Birgit herhalten. Geballte Depth Power. Ja, kriegen wir ihn hin. Da kriegen wir den Daumen mit Federn aus. So, Birgit regelt. Birgit regelt das. Da haben wir uns überhaupt nicht umgehen. Das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Ja, genau. So ist der Plan jetzt einmal. Ja, für den Gegner, ja, nicht für uns. Kann auch blöd laufen, dass für uns ein Schuss in den Ofen wird.
Schau, jetzt überlebt der nochmal, ha? Kriegst du das eh nicht glauben. So. Ah, Birgit gönnt sein Level up. Das ist gut. Also ist der Lucky einmal kurz in Bredouille gekommen, aber wir haben glaube ich, gut reagiert. So. So, jetzt passt es ober. Ich hab so das Gefühl, dass jetzt der Team Rocket Depp oder wieder irgendein so ein Giftscheißviech-Zeigler als einsetzt. Da ist bekanntermaßen der Mr. Verb ganz alt, der kommt erst da um. Ja, wurscht, der Mr. Verb, der wird am 5er schon weggedradiert. Also brauchen wir uns auch nicht oben da. Hoffe ich mal. Oh, der hat ein Pokémon wahrscheinlich auf. Ah, oh, das hab ich geahnt. Du, das so gern wie es ist, das hab ich geahnt. Das war ein Crit mit 23 KP. Das heißt, wenn jetzt noch mehr Crit kommt, darf man den wahrscheinlich überleben, es sei denn, das war ein Roll. Dann wurde es tatsächlich tricky. Das heißt, wisst ihr was, auf das Glatteis begebe ich mich jetzt nicht. Weil der ist schneller wie ich. Und sollte er wieder Willen Name kritten, haben wir ein gewaltiges Problem. Also gehen wir da lieber auf den Dampf aus. Dann wird der mir jetzt nicht so leichtfertig opfern. Gut, in dem Fall hätte ich jetzt nichts gemacht, aber Safety first. Wollen wir ja keine unnötigen, wie sage ich denn? Keine unnötigen Ressourcen verlieren. So will ich sagen. So. Haben wir, glaube ich, auch vernünftig obergespielt. So, das ist jetzt insgeheim der Rocket Depp. Ja, der gratuliert uns jetzt. Wir haben die 5 Trainer besiegt. Und wir kriegen jetzt ein Nugget vor ihm geschenkt. Das ist auch abgesehen davon ein Haufen wert. Das können wir dann gut für Geld verkaufen. Und der möchte jetzt, dass wir Team Rocket beitreten. Auf das haben wir halt dezent überhaupt gar keinen Bock nicht. Und da haben wir ablehnen, wieder zintig und greift uns quasi so ganz hinterrücks an. Und dann stellt sich aus, ja, er ist von Team Rocket und die anderen 5 praktisch sind hinters Licht geführt worden oder gezwungen worden, mehr oder weniger Team Rocket beizutreten. Wir haben aber sauber. Wir haben sauber die Besten. So. Und da habe ich in meinem Riecher wieder mal richtig gelegen. Die Rocket-Deppen setzen bekanntermaßen lauter Giftzeug sein. Und der Verb nimmt Giftsachen mit Kusshand. Oder überwiegend mit Kusshand. Aber die Ehre ja. So. Was wird bei dir? Gut. Nachdem wir jetzt das gemacht haben, da herum war unser Encounter. Den kann man uns eigentlich gleich holen, wenn es mich fragt. Da muss ich jetzt mal schnell luren. Was kann man denn noch holen? Da gibt es jetzt eigentlich nur noch 2 Sachen, die wir noch nicht haben. Und zwar war das zu 25% ein Knofenser. Das da ich richtig cool finden. Warum Knofenser? Weil gegen Misty richtig stark und gegen Major Bob richtig gut. Oder aber zu 15% ein Abra. Abra ist halt ein absolutes Zufallsprodukt. Ja, weil Abra, das Problem, du hast nur eine fucking Chance, das Ding zu fangen, weil es nur Teleport beherrscht. Das heißt, sobald der erste Versuch fehlschlägt, flüchtet dieses Abra mit Teleport. Also sprich, das würde uns dann als Encounter durch die Lappen gehen. Daher da das jetzt eher für cool finden, wenn uns da jetzt ein Knofenser vorkammert. Die Chancen stehen ja ein bisschen besser. Ja? Aber Abra war halt natürlich als Psychotyp auch nicht schlecht. Und da wir noch nichts anderes außer Pokébälle nicht haben, ich hätte jetzt gehofft, dass wir vielleicht schon Superbälle hätten, aber dann hätten wir unsere Chancen vielleicht ein bisschen erhöht. Aber so müssen wir halt jetzt natürlich mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben. Jetzt verkaufen wir erstmal das Nugget, dann haben wir da mal auf der sicheren Seite. Die Musik bohrt sich in dein Hirn, genau so soll es sein. Lucky, habe ich die Ehre. Was habe ich verpasst? Bis jetzt nur 5 oder 6 Trainer, die wir auch unter anderem dank deiner Hilfe komplett an die Mauer gespielt haben. Ja?
die haben wir von der Brücke geschubst, so quasi. Ja? Und jetzt kommst du eigentlich perfekt zum ersten Encounter des Tages. Da ist jetzt natürlich die Frage, was wir da zum Schwächen hernehmen. Ich tue jetzt da prophylaktisch einfach einmal einen Werb-Vierer, weil der kann Schlafpuder. Und dann werden wir das Dinge schon irgendwie reißen. Ja? Wie gesagt, ich muss eigentlich fast hoffen, dass wir keine Abra nicht kriegen. Wie gesagt, das ist halt ein absolutes Zufallsprodukt, ob wir das fangen können. Schubst ist immer gut. So, was ist jetzt er da für Django? Hello, do you want to try? Genau, da kann man eine Quapuzzi für Rosana tauschen. Eine Quapuzzi haben wir aber noch nicht. Und werden wir halt wahrscheinlich in dem Runner nicht kriegen. Ich habe noch in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch von irgendjemandem einen Superball geschenkt kriegen. Na, du brauchst mir meine Ohren nicht beschreiben. Zupfte. Wenn du es fangen kannst, war schon. Dann natürlich ja. Dann darf uns Abra einen gewaltigen Schub geben. Also Psychotypen in dem Spiel haben halt nahezu unantastbar. Ja? Abra fangen war schon nicht schlecht. Brauchen wir nicht reden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eins fangen, die geht halt schon sinkend ins Geringe. Gell? Da ist jetzt einer so ein Trainer, ja, was den hat, den Bull wird man jetzt auch noch schnell zusammen. Damit er uns nicht lang nervt, dann Bull wird man halt den Trainer auch noch schnell über den Haufen. Und wenn es ein Wert zu Satzenia oder täusche ich mich. Erst zu Ultrigaria und dann zu Satzenia. Richtig, genau. Na, Radbratz. Da lassen wir den Wert wieder drauf. Ah, der Werb hat auch Bock zum Kritten, das ist gut. So. Schlangen. Und noch mehr Crit vom Werb. Werb, du bist auch schon wieder am Feier. Was hast du heute gegessen? Hast du heute irgendwas Zauberhaftes zum Mittagessen gehabt, dass du so krittest? So. Dann haben wir schnell dagegen heilen. So. Das ist perfekt. Dann haben wir schnell geschwind zwischenspeichern, damit ja auch nichts passiert. So. Und jetzt, Freunde der Sonne, schauen wir mal, was wir uns für den Encounter holen können. Wie gesagt, wir haben ja jetzt, da gab es mehrere Pokémon auf der Route. Raupi und Safcon haben wir schon, das sind Dupes, die brauchen wir nicht fangen. Genauso wie Taubsi brauchen wir auch nicht fangen, haben wir ja schon, war auch ein Dupe. Die einzigen zwei Pokémon, die halt wie gesagt auf der Route überbleiben, haben Knofensa und Abra. Ja? Knofensa 25%, Abra 15%. Na, aber heute habe ich Freischicht gehabt, dann liegt es an dem. Dann haben wir da auch schon ausgeschmerzt, dann liegt es definitiv an der Freischicht. So, schauen wir mal. Was uns der Zufall so beschert. Gut, das ist ein Typ, das können wir skippen bekanntermaßen, weil das haben wir ja schon. So, werfen wir das mal raus. Ich glaube, der Rund war... Okay, doch nicht. War doch kein Item. Und... Ist auch ein Typ, können wir auch skippen. So. Schauen wir mal. Irgendwann kommt schon mal was Neues. Knofensa, okay. Nimm ist fein, ist deutlich leichter zum Fangen, hilft uns unfassbar gut gegen Misty und hilft uns auch ganz gut gegen Major Bob später, falls wir da hinkommen. Also ganz ehrlich, nimm so wie es ist. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Jetzt hab ich kein Schlafpuder nicht. Ja gut, dann machen wir jetzt Stachelspuder. Das ist genauso gut. So, dann schauen wir mal, ob wir es gleich so fangen können. Ah, schau hier, das geht ja wie geschmiert. So, gibt's Freiwillige im Chat, die wo ein Knopfenser sammeln? Freiwillige vor. Weißt du, ich hab schon wieder vergessen, dass wir uns zum Trinken erstellen. Ich bin aber auch wieder überhaupt nicht vorbereitet. Bei den mehreren, die wo da haben, die haben ja schon ein Pokémon quasi. Dann können wir im Notfall dann hergehen und sagen, okay, das benennen wir dann beliebig. Pass auf, was haben wir denn da am besten nur? Wie heißen denn die fleischfressenden Pflanzen aus Hogwarts? Venemosa, glaube ich, oder?
Wenn man Venemosa Tentacula, glaube ich. So heißen die Dinger. Nehmen wir einfach mal so. Gut. Dann haben wir da unseren Encounter. Jetzt muss ich nur noch mal schnell schauen, ob das da oben noch mal eine eigene Route ist. Schauen wir mal, da geht es dann da um. Das ist Routen 4, das ist Azura City. Da hinten gibt es noch mal. Okay, da haben wir sogar 2 Encounter dann tatsächlich. Das heißt praktisch, es gibt da dann. Ah, heute ist ja gar kein Groß nicht mehr. Oder? War der Rümer groß? Ich glaube schon, oder? Da ist normaler groß gewesen. Ja, tatsächlich. Okay, wir haben da sogar 2 Encounter. Was gibt's denn dann? Was gibt's denn da hier rüben? Moment mal. Mal. Ja, okay, da kann man jetzt. Da können wir jetzt entweder. Also da gab es jetzt auch nochmal 15% Chance auf ein Abra. Oder halt eine 1% Chance auf ein Hornlu, beziehungsweise eine 4% Chance auf Kokuna. Das waren jetzt die einzigen 3 Pokémon, die wir da noch nicht haben. Also können wir jetzt also straight nochmal für einen Run oder für einen Roll gehen, dass wir da vielleicht ein Abra kriegen. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ein Abra gefangen. Wer weiß das schon. Oh, da haben wir es eh schon. Ah! Das war halt, also Abra-Fanger war halt schon Jackpot, gell? Das war halt schon absoluter Jackpot, der Abra zum Fangen. Das ist auf Level 10. Jetzt müsste ich halt einmal kalkulieren. Jetzt pass auf, was haben wir denn mir dafür Werte? Wir haben einen Speedwert von 32. Jetzt lasst sich mal schnell ganz. Ja gut, bringt mir sowieso nichts. Abgesehen davon, ich hab kein Schlafpuder nicht. Dann bringt das ganze Kalkulieren nichts. Ich muss sowieso einen Ballen werfen, ich kann gar nicht aus. Weil das Ding war jetzt gewesen, wenn ich Schlafpudercode hätte, dann hätte ich jetzt einmal schnell geschwind nachgerechnet, zumindest versucht nachzurechnen, Rechnen, ob wir eventuell schneller warten als das Abra, weil dann hätte man es einschläfern können. Dann hätte man unter Umständen, wenn Schlafpuder drauf hätte, zwischen 2 und 5 Züge Zeit gehabt, das Ding zum Fangen. Ja, aber so müssen wir halt natürlich straight für den Ballen gehen, ja, und hoffen, dass das Ding reingeht. Ich weiß noch aus unserer letzten Nuzlocke-Challenge, da ist uns auch ein Abra vorgekommen. Und das haben wir nicht fangen können. Also das ist halt, wie gesagt, eine reine Glückssache, ob wir mir das jetzt fangen können oder nicht. Hoffen wir mal. Ja. Big Bazipok. Geil. Wir haben ein Abra gefangen. Nice. Nimm mich! Okay. Abra ist halt schon ganz, ganz big, gell? Also da kannst du halt jetzt wirklich gar nichts sagen. Abra ist halt ein absolut Big Catch für uns, ja? Und da weiß ich, glaube ich, auch schon, der Mr. Price nimmt's, ja? Gehen wir von der Endentwicklung aus, dann bist der Price Salah. Nice! Das war eine sehr, sehr gute Fang-Session, muss ich sagen. Da haben wir wirklich richtig Dusel gehabt mit unseren Encounter. Erstens, dass wir überhaupt eine Abra gefangen haben. Überhaupt, ne? Also das war halt jetzt, glaube ich, eine Chance von 1 zu, weiß ich nicht, 1 zu 5 oder so, dass du das mit voller KP ohne Statusveränderung fangst. Das nehmen wir natürlich sehr, sehr dankend. Das hilft, die 2 Encounter allein helfen uns jetzt schon unbandig viel weiter. Da kann man nichts sagen. Jetzt passt mir auch. Jetzt nehmen wir mal unsere ganzen Pokémon einmal mit, die wir auf der Box haben. Beziehungsweise da war es ja noch so, dass wir erst einmal ablegen müssen. Jetzt passt sowas. Ich tue jetzt einmal schnell ganz kurz vorübergehen an Brennerwickert und einmal ganz kurz vorübergehen an Lucke. Wir haben auch 3 auf der Box, abgesehen, da muss ich noch entwickeln. Und dann nehmen wir einen Verb auch noch schnell kurz auf Box. So, und nehmen wir mal Price Salah mit. Venomosa nehmen wir mit. Und Twifi nehmen wir einmal mit. Okay, das ist gut, mein Overlay Update sehe. Ordnungsgemäß. So, und aus Gründen, jetzt pass auf, wir müssen jetzt nämlich dann langsam einmal, gehen wir aus dem Pokécenter raus, weil ich finde die Muse in Azura City ein bisschen angenehmer. Dann werden wir nämlich jetzt einmal
die Viecher da nachtrainieren. Und dann, meine ich, machen wir zuerst Misty. Und dann schauen wir uns oben die Trainer an. Und dann gehen wir weiter Encounter sammeln und Richtung Major Bob gehen. Ja, da haben wir dann weiter unten auch noch mal ein paar Encounter. Jetzt fangen wir mal mit dem Price an. Ja. Das freut mich schon stark, dass wir Abra gekriegt haben. Da kann man wirklich nicht meckern. Wird uns hoffentlich gut carryen können. Ich habe mir übrigens überlegt, weil es ist ja jetzt tatsächlich so, ich kann ja auf dem Spiel ja nicht tauschen. Ja? Kadabra ist ja eins der 4 Tausch-Evolutions-Pokémon, die du halt nur per Tausch entwickeln kannst. Jetzt habe ich mir folgende Regel überlegt, das mache ich aber von euch abhängig, ob ich mir dann die Endentwicklung ab einem gewissen Level erhecke. Ja? Dass ich halt dann sage, ja, Kadabra ist wieder zu Simsala. Aber nur der Boy, der schaut jetzt schon sehr bedrohend aus, gell? Kadabra einfach ein ganz zauberhafter. Ziemlich cooles Pokémon. So. Mal gleich mal auf 20. Aussetzen, okay. Vor allem Kadabra ist er absolut nicht langsam, gell? So, der mit Venomosa einmal auf 20. Beziehungsweise, wir hätten ja jetzt eigentlich schon beinahe das Ganze beieinander, was wir so brei hatten. Natürlich hebe ich zwar. Ja, da müssen wir uns dann auf ein Level einigen, weil ganz ehrlich, die Tauschevolutionen, die haben schon ziemlich OP in dem Spiel. Also sowohl Simsala, als auch Gengar, als auch Geowatz, als auch Machomai. Da müssen wir uns dann vielleicht auf ein Level von, was weiß ich, zwischen 45 und 55 einigen, dass wir nicht komplett durchcarryen. Weil wenn ich mir jetzt ein Simsala mache, dann kann ich auch dann kann ich später heimschreiben, dass es gefallen ist. Da müssen wir dann schauen. Also wenn es jetzt eine gehackte ROM war, dann daten es wahrscheinlich auch eingeführt haben, dass sie Tauschentwicklungen ab einem gewissen Level entwickeln. Ich glaube, bei den anderen Spielen war es immer ab 40 oder so. Und da müssen wir dann einfach schauen. So, Schlafpuder für Venomosa, das nehmen wir natürlich. Kann jetzt das Ding schon ranken heben? Ich glaube schon. So, gut, wir könnten jetzt eigentlich eh schon mal alles auf ja, wir ziehen mal alles auf Level Cap. Ich meine, warum soll man jetzt da lang warten? Weil mal, was wir im Endeffekt sowieso sicher mitnehmen, ist einmal sowieso Bisaknos. Da gibt es sowieso überhaupt keine Diskussionen, weil das Mist, die schon ziemlich gut ist. Und das gleiche gilt auch im Übrigen für Venomosa. So Pflanzen-Pokémon, warum soll man das nicht mitnehmen? Stunspore. Das ist jetzt Stachelspore. Schauen wir mal, warte mal. Fuck, und ich hab mich jetzt gerade verdruckt. Fuck, jetzt habe ich am Rankenhieb verlernt. Oh. Das geht brutal schnell. Jetzt brenner habe ich die Ehre. Servus, Banane, wie geht's mit dir? Aber die Ehre, Cube-Tubster. Ja, geht ganz gut voran. Geht tatsächlich ganz gut. Weil jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen ruhiger tatsächlich. Aber bisher haben wir ganz gut in der Zeit tatsächlich. Was meinst du mit tauschen? Genau, steh gerade auf dem Schlauch. Mit einem Lenkkabel hast du da damals tauschen müssen. Hat's einmal, wann hat mich das letzte Mal gespeichert? Ich wollte jetzt auf keinen Fall Rankenhieb verlernen. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Ich hab das letzte Mal da umgespeichert, oder? Dann muss ich jetzt schnell kurz resetten. Dann spielen wir es einfach genauso nach. Wir fangen so lange Abra, wir stehen so lange umeinander, bis wir wieder ein Abra haben. Und noch Fenster. Da tun wir jetzt nicht lange umeinander, weil ich hab mir jetzt da massivst ja, wobei, eigentlich ist es wurscht. Das war jetzt unfair. Das lassen wir weiterlaufen, das hilft, das war ein Missklick, fertig. War jetzt nicht so geplant. Mia, habe ich die Ehre, grüß dich. Was wird bei dir? Ja, aber das war jetzt unfair. Was schon weiter hinaus mal einfacher machen. Das muss nicht sein. Ich habe mich jetzt verklickt, war Fettfinger, Bichgott quasi. Einfach straight Bichgott. Schwächt zwar jetzt unser Venomosa schon deutlich ab. Weil wir jetzt eigentlich nur noch Wickel haben als Angriff. Passt, so ist recht, dann Lurk mal viel Spaß. Cube, danke dir für dein Lurk. Und schön, dass du einer schaust.
Bei mir ist fit und selbst, ja, auch alles fit, alles zauberhaft. Wir tun heute weiter in der Hardcore-Nuzlocke von Pokémon Blau. Und schauen wir mal, nachdem ich jetzt schon mal massiv gefettfingert habe und versehentlich am Pflanzen-Pokémon eine Pflanzenattacke namens Rankenhieb verlernt habe, die wo es mir jetzt eigentlich gerne nächsten Arena-Leiter gut geholfen hätte. Aber gut, warte mal, ich kann mal schon schauen, das wird doch dennerst noch mal irgendeine Pflanzenattacke lernen, oder? Das kannst du mir ja jetzt eigentlich nicht erzählen. Das wird ja nicht dennerst nur Rankenhieb lernen, das wird dann bestimmt irgendwann einmal Rasierblatt oder so ein Scheiß lernen. Weil dann war das mit Rankenhieb eh wieder nicht so dramatisch. Let me see, wo haben wir denn Ultrigaria? Beziehungsweise, da ist Ultrigaria. Okay, dann brauchen wir Attacken und ich brauche die erste Gem. Ja, GG, das Lernen Level 38. Oh, leck. Das Lernen Level 38 erst Rasierblatt. Und den nächsten Damage-Angriff auf Level 29 mit Säure. Sage. Was war denn jetzt, wenn ich es ins zu Sazinia machen darf? Frühzeitig? Dann darf es wahrscheinlich auch nicht stark ändern, oder? Dann darf es nicht einmal mehr Rasierblatt lernen. Das heißt... Ja, gut. Also, los geht's. 1. Bisasam ist tatsächlich das einzigste, nicht entwickelte Starter-Pokémon, das insgesamt 2 Typen hat. 2. Raupi ist das erste Pokémon, das sich im Anime entwickelt. 3. Wie sich Kokuna entwickelt, wurde im Anime am meisten gezeigt. Okay, danke für die Background-Infos, Mrs. Fichteli, und danke dir für deinen Resub im 15. Monat. Holy shit. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin willkommen in der Basige und viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank. Einen schönen guten Abend. So, also, wir halten fest, wir müssen die Entwicklung von dem Saugkopf da auf Level 38 auszuzögern. Sonst haben wir überhaupt keine Pflanzenattack mehr. Die, wo wir ihm beibringen können. Es sei denn, wir lernen ihm nach der Erika, sollten wir soweit kommen, Megasauger. Okay, Ultrigaria quasi jetzt praktisch nur dazu gedacht, erst mit Damage abzufangen. Ja? Damit wir da schon mal gleich wissen, was geschlagen hat. So, okay. Dann da ich mal vorschlagen, der wir Dwifi auch noch mal auf etwas. Dann der wir Dwifi jetzt auch mal noch aufleveln, damit wir... Oh, wir haben noch eine Sim Rare Candies, damit dann sowieso auf dem PC. Super Sonic, das ist gut für uns. Alles gut bei dir, Fichterli. Okay, ich muss da mit dem Klicken echt aufpassen. Dann haben wir jetzt 15. Jetzt kommt Biss. Okay, das ist gut. Alles bestens. Das freut mich außerordentlich zu hören. Bei mir ist soweit alles im flauschigen Bereich. So, jetzt pass auf, Wacht. Dann werden wir uns jetzt wieder unsere wohl ganz fair erspielten 99 Rare Candies mitnehmen, damit wir weiter grinden können. Ah, das ist jetzt immer... Okay, jetzt waren wir gerade auf einem Höhenflug, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir ein Abra gefangen gekriegt und... Warte mal, kann man das? Ja, mit so kalt ist weiter nach oben da. Ja, kann ich. Das ist einfach da einer. Beziehungsweise da einer. So, dann brauche ich nämlich nicht noch so weit oben scrollen. Ja, und jetzt mit dem Rankenhieb haben wir dann einen kleinen Dämpfer. Aber es macht jetzt nichts, das kriegen wir alles geregelt. Früher oder später. So, normalerweise, wann entwickelt sich Zubat Level 22? Ah, das hat sich gerade nicht entwickeln, glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht sicher, ob es 21 oder 22 war. Kann man die Attacken nicht mehr irgendwo kaufen? Nein, das war in der ersten Gen noch nicht so einfach. Da gibt es keine Attacken Erlerner und Verlerner nicht. Da gibt es auch nicht so viele TMs in dem Spiel. Von daher ist Rankenhieb erstmal gone. Gut, Wi-Fi entwickelt sich also nicht. Ja gut, dann können wir Teambuilding machen. Dann können wir jetzt... Dann können wir... Ja, okay. Nein, machen wir Teambuilding. Das passt jetzt schon. So, was haben wir jetzt auf der Box parken? Wir haben jetzt... Also jetzt gehen wir mal Fakten durch. Misty hat nur Wasser-Pokémon. Okay? Das heißt, fangen wir mal damit an,
was definitiv nicht mitkommt, und das ist auf jeden Fall mal Birgit. Warum kommt Birgit nicht mit? Weil Birgit anfällig gegen Wasserattacken ist. Also Birgit ist erstmal raus. Ja? Legen wir mal der Vollständigkeit halber ab. So, was wir auf alle Fälle mitnehmen, ist Bisabazi und Venemosa. Auch wenn Venemosa jetzt halt offensiv nichts reißen kann, Venemosa kann tanken. Ja? Kann Wasserattacken gut tanken. Definitiv. Ein Price darf ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Weil er einfach offensiver Bank ist. Gut zu Sand, also Sandan ist auch semi-gut, weil auch extrem wasseranfällig. Dann könnten wir uns noch überlegen. Da müssen wir eigentlich eh schon fast so eingehen tatsächlich. Wobei Wi-Fi ist auch sehr fragil mit Zubat, das bringt also auch nicht allzu viel. Dann würde ich jetzt eher sagen, wir nehmen auf alle Fälle Mr. Verb noch mit. So, und legen wir dann dafür Wi-Fi ab, weil Wi-Fi ist zu fragil, die schafft das nicht. Die, wenn einen Blutstrahl von Stami abkriegt, dann geht Wi-Fi baden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wollen wir ja nicht. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir anstelle dessen mitnehmen. Aufgrund der Tatsache, dass weder der Gutzufuß, der ja anfällig für Wasserattacken ist, noch der Brenner, noch der Lucky eine Entwicklung haben, also hat ihr drei sowieso schon mal sehr schwer anfällig gegen ihre offensiven Angriffe, dann bleibt eigentlich... Ah, scheiße, einen Dampf habe ich ja schon dabei. Ja gut, dann muss ich irgendwas mitnehmen, dann hilft es eh nicht. Birgit ist aber trotzdem raus. Dann darf ich jetzt fast einen Brenner nur mitnehmen, weil Habitat immerhin... Wobei, warte mal. Natürlich nehmen wir einen Brenner mit. Der Brenner entwickelt sich auf Level 20. Da war sie direkt aus. Kennt man jetzt gerade erst nicht. Wir müssen sowieso einen Brenner mitnehmen, da war sie direkt aus. Was laber ich? So, Ibi-Brenner, der haben wir natürlich auch mal dezent auf Level 21. Ja, zu deinem Besten, Birgit. Du bist zu deinem Besten raus. Ich will dich nicht aufopfern. So, der Brenner kriegt jetzt erstmal seine Entwicklung. Das ist zauberhaft. So, jetzt bist im wahrsten Sinne des Wortes ein Ibi-Brenner. Ja? Ibi-Brenner, Ibi-Tack, wie auch immer. Nehmen wir. Perfekt. Ist, by the way, auch sehr, sehr flink unterwegs. Mit 50 Speed auf Level 21, da outspeed man mir schon einiges. So, der Mr. Verb braucht auch Level 21, ist aber hoffentlich auch sowieso klar. So. Ich möchte Superschall lernen, jetzt muss ich aufpassen. So, da darf ich noch einmal klicken. So, wir haben jetzt Superschall. Wir haben Scheiße auf Giftpuder, ganz ehrlich. Toxin hätte er jetzt noch eingelassen, aber das war ein wenig OP für die Zeit des Space. Gut. Ist der Verb auf 21? Ich glaube schon, oder? Ja, ist auf 21. Dann haben wir nur noch einen Price, der auf 20 ist. Dann der Price kriegt auch nochmal eine Gurzel. Und dann passt ihm das. So, Vorhersage, Freunde der Sonne. Pass auf, jetzt machen wir mal ganz was anderes. Kritten mir Misty. Also sprich, lampen mir einen Volltreffer. Das ist einmal was Neues. Haben wir heute noch Arbeit überlegt. Ja. Oder nein. Zeit habt 2 Minuten. Muss gelangen. Eine damit. Der Dampf ist noch auf Level 19. Der Dampf ist noch auf Level 19. Tatsächlich. Ist der noch auf Level 19. Da hast du völlig recht. Gut aufpasst, Mr. Lucke. So. Dampfi kriegt Wirbelwind, das ist gut. So. Dann haben wir jetzt, glaube ich, mit dem Team äußerst gut aufgestellt. Ah, ich sag's euch aber, wie es ist. Ich rumpe gleich mit Bisaknussbeine, weil warum nicht? Warum zur Hölle nicht? Schauen wir mal, ob wir uns jetzt dann gleich den zweiten Orden ergattern können. So, da haben wir ja gesagt, den lassen wir auslaufen. So, und dabei noch die Umfrage noch läuft, hören wir schnell geschwind was zum Trinken. Bin gleich wieder da.
Sehr gut. Perfekt. Oh, da glauben wir, da beliefen aber viel, dass wir einen Volltreffer landen. Da beliefen aber ganz viel, dass wir einen Volltreffer landen. Schauen wir mal, ob ich da behilflich sein kann. Erst einmal Prost, Basigang, schön, dass du hat's. Freut mich, dass wieder so zahlreich erschienen hat und dass offenbar Fun und der Nuzlocke Challenge habt. Prost auf euch, einen schönen Abend euch. So. Dann darf ich schwer behaupten, wir gehen in den zweiten Arena-Kampf. Gut, Bazi ist, also Bisaknos bis vorn. Und ansonsten darf das eigentlich ein Gmadi Wies werden. Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass es uns Probleme macht. Ja? Aber ich will mich da auch nur ungern eines Besseren belehren lassen. Schauen wir mal. Misty hat oh, bei uns ist noch irgendwas. Ja, okay, ich hab mich selber bumst. Bei uns ist noch irgendwas paralysiert. Aber das sollte nicht ins Gewicht fallen. Was wir haben da, ist denn da wieder paralysiert? Venomosa, du kannst da gar nichts. So. Wir haben jetzt da ein Sterndu. Sie hat zwei Pokémon, ein Sterndu und ein Stami. Und glaubt's mir bei Gott, das Stami hat mir als Kind so derartig oft so ungünstig verhauen, dass es nicht mehr schön ist. Ich hoffe, dass sie sich diesbezüglich jetzt ein bisschen zurückhält. Das Sterndu ist unglücklicherweise sogar schneller. Okay, das war schon mal kein Crit. Das war auch keiner. Okay, ich tippe jetzt mal, dass wir für Stami noch 2 Angriffe haben. Das Ding ist mörderhaft bösehaft. Glaubt's mir das? Ich muss jetzt echt einmal richtig aufpassen. Weil ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher bin, ob das Stami nicht irgendeine Psychoattack kann. Weil falls doch, dann haben wir nämlich ein Problem, weil Psychoattacken auf Bisaflor nämlich 4-fach effektiv sind. Das heißt, das wird mir jetzt da nicht angezeigt. Jetzt passt's auf. Warte mal. Passt's auf. Das haben wir jetzt gleich. Okay, das kann Tackle, Aquaknarre, Härtner und Blubstrahl. Also jetzt nichts, was Bisaflor damagen kann. Also können wir eigentlich straight drin bleiben. Erstmal. Ich bin mir aber jetzt... Gut, wir haben recht healthy. Selbst wenn das Viech jetzt irgendein Crit landet, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er uns killt. Weil ein Crit müsste dann... Beziehungsweise ein normaler Angriff müsste dann Minimum 30 KP machen. Ja, müsste Minimum 30 KP machen, damit er Crit killt. Weil 1,5-facher Schaden war ein Crit-Treffer, dann warten es 55. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Tackle von dem Viech 30 KP Schaden macht. Ja gut, das sind 8 KP. Okay, auch kein Crit. Das war einer. Der zählt aber nicht, weil sie uns gekrittet hat, Freunde der Sonne. Wenn sie sich nicht heilt, ist das jetzt die letzte Chance, um einen Crit-Treffer zu landen. Max Verteidigung, dann überlebt sie es wahrscheinlich sogar nochmal. Okay, kein Crit. Wir haben keinen Crit-Treffer gelandet. Aber wir haben Mystik geschafft, Freunde der Sonne. Das ist doch schon mal was. Und wir mengen mal Giftpuder lernen. Wollen wir nicht lernen. Brauchen wir nicht. Nice! Dann sage ich schon mal Gratulation an alle, die wo auf Nein gestimmt haben. Das wird wahrscheinlich nur einer gewesen sein. Wir haben keinen Crit gelandet. Wir haben einen gekriegt, aber wir haben keinen ausgeteilt. GZ an eure... Der Preis und der Werf haben Hunger. Lul. Der Option hat beliebt. Der Luki hat auch beliebt. Nicht beliebt, aber war gut so. Der Price hat keine Punkte verloren. Nein, der hat halt ausnahmsweise mal gewonnen. Sei ihm gegönnt.
Und wir haben 2 Orden. Ist das nicht sauerhaft? Wir haben 2 Orden. So, von der kriegen wir jetzt die TM Blubstrahl, wenn mich nicht alles täuscht. Warum ist jetzt der Name, Achso, das ist, okay. Okay, ja, passt. Gut. 2600 in den Song gesetzt. Ja, manchmal gewinnt man, manchmal gewinnen die anderen. Ne? So, jetzt lassen wir uns auf alle Fälle erstmal die TM Blubstrahl schmecken. Ja? Mit der können wir zwar aktuell noch gar nichts anfangen, aber alles nicht so dramatisch. Jetzt ist nämlich folgendes. Wir haben noch in der Arena nur einen Encounter, da können wir angeln. Und wir kommen jetzt in ein neues Gebiet, wo wir auch wieder mehrere Encounter kriegen. Und das ist schon mal nicht schlecht. Level Cap, by the way, ist jetzt Level 24. Wenn mir nicht alles täuscht. Das ist richtig, ja. Der nächste ist nämlich der Major Bob. Der nächste ist der Major Bob und da ist Level Cap 24. So. Sehr gut umgebracht. So, warum kann ich jetzt da nicht weiter? Weil... Achso, ja, da müssen wir sowieso noch auf. Okay, wir müssen zum Bill. Vorher geht doch nicht. So, jetzt darf einmal der Price seinen Einstamm feiern. Der Price darf jetzt mal seinen Einstamm feiern. Können wir da noch den einen oder anderen Trainer machen. Dann kriegen wir noch ein bisschen eine Knete auf die Seite. Ein bisschen eine. So. So, ein Wanderer, der hat auch nichts. Level 17, okay. Der Price one-shottet einfach einmal ein Onyx, wie wenn es nichts gewesen war. Und wir waren nur 4 Level drüber. Price, kann das sein, dass du auf Steroide bist? Ist das im Bereich des Möglichen? Du hast doch bestimmt irgendetwas gefunden, wo es nicht ganz konform ist, oder? So ausmachen. Ja, offensichtlich. Oh, ein Fleckmann? Gut, der Fleckmann können wir jetzt tatsächlich da an der Stelle relativ wenig machen. Wir können aber auch leider nicht mit einem Pflanzen-Pokémon reingehen, weil das Fleckmann sehr wahrscheinlich Konfusion beherrscht. Das war für uns ganz ungünstig. Dann lassen wir einen Dampf einmal regeln, ne? Sagst du es da, hätt's uns nämlich schon gebräselt. Ganz dreckert. Oh, leck halt das Ding fein aus. Uiuiui. Ja, das hält gut was aus, das Viech. Haben wir immer noch Crit Safe? Ja, jetzt müssen wir raus. Da muss der Brenner herhalten. Okay. Ah, knapp nicht. Du, das Ding ist ganz schön tanky hier. Leck mich am Arsch. Ja, jetzt wo es fast hieß, krieg ich einen Crit. Ja, sauber. Ja, sauber erst. Sakramunte, das Fleckmann ist zwar lahmarschig wie Sau, aber halt da dafür aus wie so ein Stahlstreben hier. Leck mich am Arsch. Weißt du, da wenn es jetzt halt vom RNG her richtig beschissen läuft, dann nimmt uns das Fleckmann auseinander. Ja, oder irgendein anderes Pokémon. Das kann ein paar Mal ruckzuck gehen. So, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen bei dem Item. Da müssen wir so gehen, dass der Trainer zu uns nach unten kommt, sonst versperren wir uns nämlich da den Weg.
Gut, Nidoran, das ist für den Preis, das wird er schon selber, das macht er mit seinem Kochlöffel aus dem Handgelenk. Ah, so wie doch. Da tut der Preis nicht lang umeinander. Da kennt er nix. Ah, völlig wurscht, ob das ein Weiberl ist. Gut, perfekt. Das ist wieder ein Wanderer. Ich meine, Bryce hat schon außerordentlich beeindruckend zur Schau gestellt, wie er mit Stein-Pokémon umgeht, aber da probieren wir es jetzt trotzdem einmal mit einer Pflanzenattacke. Sicher ist sicher. Lebt mit mit Anlauf. Ne? Anlauf statt Gleitkill. Ja, okay, mit einem Level 13 Kleinstein, da hätte ich mir jetzt nicht anscheißen brauchen. Gut. Das Blöde ist nämlich, das ziemlich geringe Level Cap zum Major Bob, weil wir dürfen nicht vergessen, wir müssen später oder nachher noch auf Schief. Und da haben auch noch einige Trainer, unter anderem der Rivalenkampf. Jetzt, wenn wir da natürlich zu krass überleveln, dann haben wir die Hälfte vom Team, können wir dann gegen einen Major Bob vergessen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, es wird jetzt, nachdem wir die Sequenz da fertig gespielt haben. Alter, der killt mir einfach. Werden wir uns einmal die Pokémon mitnehmen, die wir gegen Major Bob sehr wahrscheinlich nicht brauchen werden. Und werden wir die erst einmal mitnehmen. Damit uns die Pokémon, die wo wir dann später wirklich brauchen, ja, nicht wirklich überleveln. Gut. Ah, Price Level 22. Geht ihm schon dahin. So. Und der jetzt, den Dampfi können wir auf jeden Fall 4 da, weil der hilft uns gegen Major Bob nichts, genauso wie der Verb. Der hilft uns später gegen Major Bob auch nichts und der Brenner hilft uns gegen Major Bob dann auch nichts. Also die drei haben dann sowieso noch mehr raus. Müssen wir uns dann Gedanken machen. So. Da war zwar zerschneider der Baum dann für nachher, aber trotzdem, wenn wir es gleich mitnehmen können, nehmen wir es natürlich gleich mit. Ich weiß zwar nicht, wo es da liegt, aber. So, ich riech doch schon, dass du ruckzuck machen möchtest. Okay. Ja, Brettanz wird uns nicht so viel da können. Okay. Der Crit mit 5 KP, easy. Gut. Kriegen wir auf alle Fälle ein bisschen Kohle zusammen. So. TM19, was ist das? Was ist TM19? Geowurf, okay, lul. Geowurf ist gar nicht einmal so übel. Nehmen wir. Dann haben wir noch eine Trainerin, die uns noch mal aufhalten will. Oh, Myrapla. Das Viech hätte ich am lieber, also wollte ich damals als Kind immer haben, Giflor, und ich hab's nie gefunden, weil ich nicht gewusst habe, dass es früher quasi, oder was heißt früher? Myrapla ist ein editionsspezifisches Pokémon, das gibt's nur in der Roden, und ich habe ja damals auch die blaue gehabt, und ich hab mir einfach dumm und dämlich gesucht nach dem Viech und hab's einfach nicht encountern können. Bis ich dann irgendwann einmal draufgekommen bin, hey, das gibt's in dem Spiel gar nicht zum Fangen. Ja, da bin ich natürlich äußerst geknickt gewesen.
Mit Rettern war es übrigens das gleiche. Wollte oben ein Arbok haben und habe ums Verrecken kein Arbok nicht gefunden. Aber damals als 7-jähriger Knilch hast du jetzt eine Sachen noch nicht verstanden. Wohl oder übel. Könnte was gehört. Bleib wieder da. Sekunde. Okay, der Moment, wenn du so paranoid bist, dass Dinge in der Wohnung hörst, die wo gar nicht sein können. Okay. Never mind. Gut, da ist ein Bild seine Bude. Da ruft man das noch ein Item, oder? Okay, oder auch nicht. So, das ist er, der hat sich in ein Pokémon verwandelt. So, helfen wir ihm, damit er sich wieder zurückverwandeln kann. Ah, jetzt sind wir wieder ein Mensch. Sehr gut. Und von ihm kriegen wir jetzt quasi das Bootsticket. Das Bootsticket brauchen wir, damit wir auf die MSN kommen. Ja, da kommen wir nachher noch hin. Und jetzt können wir tatsächlich erst weitergehen. Ja, ohne diesem Ticket kommst du nicht in die nächste Stadt. Beziehungsweise da geht der Polizist unten in dem Haus nicht weg. Sehr gut. Ja, das ist ein langer Weg wieder zurück. Sehr gut. Easy. Ah, und jetzt ist der Polizist weg. Okay, perfekt. Jetzt werden wir aber erst noch schnell mal das Team ein bisschen abändern. Lassen wir uns als Backup maximal einmal ein Pokémon opfern. So, jetzt pass auf. Dampfi, Verb und Ibel und der Brenners, die können uns. Und der Verb können uns beim. Ja, okay, dann können wir es eigentlich eher so lassen. Ja, das passt dann schon. Okay, nevermind. Dann haben wir jetzt 2 Pokémon zum Abfangen da, falls wir wieder auf irgendeinen Typen treffen, der wo wir nichts tun können. Dann haben wir mit Bisaknosp und Kadabra eine Ausweichoption, aber ansonsten kämpfen wir jetzt erst einmal mit denen 4 weiter. Weil wenn die dann überleveln, ist ja relativ egal, weil die nehmen ja nicht mit in die Arena, quasi. Ne? Regel besagt, ich darf das Level vom stärksten Pokémon vom kommenden Arenaleiter nicht übersteigen. So, ich glaube, irgendwo von dem, glaube ich, kriegt man auch ein TM. Bin mir aber jetzt auch nicht 100%ig sicher. Ich glaube, dass man von einem von denen, glaube ich, sogar Schaufler kriegt. Aber der hat eh gerade, was soll denn das? Ah, der hat's gestohlen. Okay, dann kriegt man den Schaufler erst, wenn wir den zerschossen haben, oder was? Gut, mehr Rocket-Rüppel zusammenschießen, mehr gut. So. Das ist natürlich auch ein sinnvolles Versteck, dass man sich direkt hinter der Bude verschanzt, die wo man gerade ausgrabt hat. Ja? Macht absolut Sinn. War das erste, wo sie da, wenn ich in ein Haus einbrechen hat, mich in dem Keller verstecken. Kommt man bestimmt keiner drauf. Mhm, ja, mit 29 KP und Critfanger, das ist, mit 29 geht mit 28 KP und Critfanger ist natürlich immer gut. Da haben wir Traumato. Okay. Bringt mich jetzt gerade ein bisschen aus der Fassung. Ich habe jetzt mit Traumato ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Aber damit können wir...
Nein, das können wir nicht riskieren. Das ist ein bisschen gefährlich tatsächlich. Es kommt Pfund, okay? Pfund macht, okay, 5 Damage, das ist in Ordnung. Boah, das ist keine Hypnose, ach du Scheiße. Ah, wieder Crit. Nice. Jetzt brennt er so Bock. So, der gibt mir jetzt noch Haramon Riese normalerweise. Genau, perfekt, das ist Schaufler. Das war potenziell was für Birgit. Ja? Das ist ein Angriff, der wo der Birgit gut passen hat. So. Jetzt hören wir uns erst einmal einen neuen Encounter da, ich sagen. Ah, da halten wir aber mal nochmal. Brenner, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. So. Mal kurz vollheilen. So, und da müsst ihr jetzt... Jetzt pass auf, was haben wir da für Routen jetzt? Das ist jetzt die Frage. Wir haben jetzt auf Route 5. Okay. Let me see, was haben wir da? Was haben wir schon? Route 5 und Route 6. Das ist Route 5, okay. Da gibt es jetzt eigentlich... Okay, da gibt es nur einen einzigen Encounter, der wo für uns in Frage kommt. Oder was heißt... Ah, halt, da haben wir. Ja, okay, jetzt bleibt aber dabei. Wir kriegen jetzt definitiv ein Mauzi. Auf Route... Ah, halt, das ist Route 6. Halt! 5 und 6. Also da haben die Encounter gleich. Okay, da haben die Encounter gleich. Es sei denn, mir dachten wir... Ja gut, mir kann man einmal angeln und einmal... Okay. Dann können wir den Encounter auf der Route 6, glaube ich, verschieben. Dann fangen wir uns jetzt auf Route 5 auf alle Fälle mal am Mauzi. Fangen wir uns da mal am Mauzi. Ich weiß schon ganz genau, wie ich das nenne. Der ist zwar nicht im Chat, aber ich glaube, der Fall ist klar, wie wir das nennen. Easy. So. So, jetzt bis so. Snobby Mike. Mike, Katzenliebhaber, da hat zu Wifi passt, aber die Wifi ist ja schon Fledermaus. Aber der Mike und Mauzi, glaube ich, jetzt glaube ich, kommen wir nicht mehr. Haben wir auf alle Fälle den Encounter auch schon. So, das ist die Pokémon-Pension in dem Spiel. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es in dem Spiel schon Eier gegeben hat, ich glaube aber nicht. Also die Pension ist für uns quasi eigentlich irrelevant. So, dann müssen wir da rein. Schnursolar. Ja, wenn wir ein ganz normales Nickname-Theme hätten, dann kann man Schnursolar nehmen. Aber wir vermischen ja Twitch-Viewer-Namen mit Pokémon-Namen. Der Loki, der war auch noch gegangen. Für die Yassi war es auch noch gegangen. Stimmt. Die Yassi hätten wir da auch noch nehmen können. Aber da kommt uns bestimmt noch irgendein anderer Encounter dazwischen, wo wir die Yassi einzwickeln können. So, das ist Route 6. Da haben wir jetzt eigentlich alle Pokémon, die wo wir da encountern könnten, haben wir bereits. Also wir haben bereits ein Taubsi, wir haben bereits ein Mauzi und wir haben bereits ein Knovensa.
Das Einzige, was wir jetzt da kannten, war Fischen und außer Fischen kommt da mit einer normalen Angel außer Carpador ohnehin nichts vor. Das heißt, Route 6 verschirmen wir nach hinten. Route 6 und Azuria Arena verschirmen wir die gekonnt nach hinten. Bis wir mal mehr bessere Angeln haben. So, das heißt, ich tue mir jetzt da mal einen Topschutz rein. Und dann haben wir das safe. Die Trainer skippen wir jetzt einfach mal. So, die zwei müssen wir dann machen. Okay. Shiva hätten wir es auch nicht in China. Theoretisch. So, der Werbo ist da, um Tauben zu zerstören. Ja? Das macht er ganz gut eigentlich. Wichtig, wie weit ist denn damals der Hetzer gekommen bei seiner Nuzlocke-Challenge? Der Mann ist auch bei Major Bob gescheitert, oder? Vielleicht, wie habe ich die Servus, grüß dich. Was wird bei dir? Keine Ahnung, was immer? Okay. Ich hätte schon gemeint, dass er bis zum Major Bob gekommen ist. Ja, bei mir soweit auch, ist gut. Schön, dass du einer schaust. Heute spielen wir nicht Monster Hunter, heute spielen wir mal eine ganz krasse Retro-Reise für mich. Wir spielen mal Pokémon Hardcore Nuzlocke. Falls es Fragen dazu gibt, einfach in den Chat haben. War es eine erste damals? Stimmt, ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Stimmt, ja, der damals sagt, der möchte Nuzlocke. Ich glaube, da ist ihm irgendwie Pikachu draufgegangen. Irgendwie so war das noch gewesen. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, schon, oder? Das ist zauberhaft. So, Dampfboss ist auf Level 22. Da müssen wir einen Werber mal voll heilen. Bei der Vollständigkeit halber, damit ja nichts passiert. Also müssen wir uns merken, Misty Arena Encounter hinten ziehen und Route 6 Encounter nach hinten ziehen. Ich merke gerade, ja genau. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ohr mit Smetbugiger Habitat. Oh, das Ding kann böse Hyper. Warum hat der schon radikal? Ich verstehe die Frage nicht. Das gefällt mir aber jetzt gar nicht. Das gefällt mir aber jetzt so gar nicht. Das ist jetzt blöd, weil wenn das Ding Hyperzahn macht, kriege ich verdammt viel Damage. Okay, es macht Tackle, das ist gut für uns. Das ist gut für uns, das ist gut für uns. Das war ein Crit, der war wichtig. Das waren 18 KP. Oh, das heißt, der nächste Crit war auf alle Fälle tödlich. Quatsch, war nicht tödlich. Gerade nicht tödlich. Okay, nevermind. Major Bob, Misty haben wir schon gemacht. Ja, schon. Major Bob kommt als nächstes, aber wir haben ja in der Misty Arena die Möglichkeit, ein Pokémon zu angeln. Ne? Aber da du mit der Standardangel überall nur Carpadors kriegst, in Anführungszeichen, zögern wir den Encounter in der Misty Arena weiter nach hinten raus, bis wir mal bessere Angeln haben. Genauso auf der Route 6. Bringt uns nichts, wenn wir auf der Route 6 jetzt angeln, weil außer Carpador gibt es da nichts. Also zumindest für dabei. Wo wir uns allerdings sofort den Encounter dafür holen, ist da in Orania City, weil wir kriegen ja da eine Angel und können dann die Möglichkeit ergreifen, uns in Orania City ein Carpador zu holen. Und weil jetzt haben wir nämlich was davon, weil unser Level Cap ja so gestaltet ist, dass wir
aus Carpador Nutzen ziehen können und das gleich zu Garados machen können. Und dann frage ich jetzt schon mal in den Chat, wer mag Garados sein? Alles gut, Bert. So, das ist der Grund, wir hätten ja das Carpador vor Mondberg im Pokécenter kaufen können. Hätte uns aber überhaupt nichts gebracht, weil wir nichts anfangen hätten können damit. Deswegen haben wir einen Carpador-Encounter auf Orania City weiter hinten verschoben, weil in Orania City außer Fischen kannst du ja sowieso nichts, weil es in der Stadt selber kein Großnick gibt. Und somit ist Carpador für uns in Orania City im Endeffekt ein geschenkter Encounter, wo wir jetzt Nutzen ziehen können, weil das Level Cap schon so weit oben ist, dass wir sofort zu Garados machen können. So, 13 Pokébälle haben wir noch. So, für Carpador locker gelungen. Oh, oder auch nicht. Ich beiß mir natürlich jetzt fett an den Arsch, wenn wir es nicht fangen können. Weil dann ist auch nicht schlimm, weil dann können wir uns in der nächsten Route einfach uns angeln. Haben wir schon. So, wer mag Garados sein? Gibt es jemanden im Chat, der gerne ein Garados sein möchte? Muss man allerdings nicht mit zum Major Bob nehmen, aus bekannten Gründen. Freiwillige vor! Garados, eins der geilsten Pokémon überhaupt. Boah, leck, da muss ich was sagen. Liegt gerade zufällig parat, habe ich gefunden. Wie er letztes Mal einen Dachboden durchforstet hat. Haben wir gleich mit Hand genommen. Ja, das passt jetzt irgendwie gerade wie Faust aufs Auge. Pass auf, ich muss irgendwas sagen. Da fliegt es vom Stuhl. Die habe ich, ohne Witz, die habe ich in einer Schachtel gefunden, dass die überhaupt noch so erhalten ist. Das grenzt eigentlich eh schon an ein Wunder. Jetzt passt's auf. Sind wir bereit? Sind wir bereit für einen absoluten Schock? Das, wie gesagt, passt wie Faust aufs Auge. Ich kick jetzt die Kindheitsflashbacks noch stärker, als ich es eh schon gekickt habe mit dem Spiel. Die ist holo. Das sieht man jetzt auf der Karte vielleicht nicht, aber ich habe die in einer Schachtel gefunden, bei mir auf dem Dachboden zu Hause. Das ist eine der besterhaltensten Pokémon-Karten, die ich noch habe. Wie die 20 Jahre überlebt hat, das weiß ich nicht. Ist zwar englische, aber passt gerade irgendwie wie Faust aufs Auge. Schaut irgendwie auch stark aus. Weiß nicht. Wie gestern so, oder vorgestern so auf dem Dachboden mit meinem Papa, weil wir uns die Elektrik hochgeschaut haben und ich schaue so in die Schachtel, hey, da liegt der Pokémon-Garten. Ja. War Garados. In Holo. Zauberhafte Geschichte. Also, Name die Frage, wer mag Garados sein? Bitte ist das ein Ja, deine Emotes. Ist das ein Ja? Ich bitte. Okay, dann wird Fichterli ein Garados. Ja, vor etwa ein Jahr alle Karten weggeschmissen. Das, mein Freund, war ein sehr großer Fehler. Wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist aber auch ein ganz zauberhafter Name, den ich da jetzt habe für dich. Und zwar bist du in Zukunft in dieser Nuzlocke-Challenge, mögest du sie lange erhalten, das allseits bekannte Fichterdos. Werden wir uns natürlich jetzt sofort holen. Szene umschalten, ja, richtig. Einmal sorry. Mei, die waren der Nudeln und der Haut, ich hab am ja, okay, dann kann ich es vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Aber da habe ich echt ich muss, da haben nur 3 Umzugskisten von meinem Spielzeug. Wer weiß, was da noch für Schätze für kommen. Den großen Ordner habe ich auch gleich gefunden. Das ist so der Titelordner gewesen, da haben auch einen Haufen Karten drin, das habe ich ins Discord reingepostet. Aber ich bin mir nicht einmal sicher, was ich eigentlich noch alles da oben auf dem Dachboden rumliegen habe. Ja? Das werde in den nächsten Wochen irgendwann einmal entstauben. Und sollten da noch andere so schatzhafte Pokémon-Karten für kommen, da werde ich das natürlich teilen. Ja? Also in Twitch. Oder in Discord. nicht persönlich teilen. So. Jetzt legen wir mal schnell einen Dampf ab. Und nehmen wir uns Fichterdos mit. Die schon sehnsüchtig auf ihre Entwicklung wartet.
kurz heilen. Ich liebe diese Speed-Up-Funktion. So, Pichtados ist da. Hoppala. Perfekt. Garali war, das war auch geil gewesen. Garali war auch wirklich geil gewesen. Fichteli, da waren meine Finger ein bisschen zu schnell. Aber Fichtados ist, glaube ich, auch in Ordnung, oder? Ja, jetzt sind wir auf Level 21. So, dass es sich halt gerade entwickelt. Ist es tatsächlich dann ein gutes Auffangen-Pokémon, das wir dann aufs Schiff mitnehmen können, tatsächlich. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Zerschneider lernen. Aber da glaube ich, wird dann Venemosa ins Rampenlicht rücken, weil es außer wirklich keinen offensiven Angriff nicht hat. Ja gut, jetzt lernt Gyarados auch mal Tackle, das was ungefähr genauso nutzlos ist wie Platscher in seine Augen, weil Carpador einfach überhaupt keinen Schaden nicht macht. Mal schaut euch mal die Werte von Carpador an. 12er Angriff. Also, Dankeschön. Der wird aber dann extrem nach oben schnellen, sobald es sich entwickelt. So. I proudly present to you eines der geilsten Pokémon aus der ersten Gen überhaupt. Oha! Und beißen tut's auch gleich Fichterli. So, gibt's noch eins? Und schon ist gut. Also, und schau schnell der Angriff auf 62 auf. Von 12 auf, oder sagen wir von 14 auf 62. Ja, das kann man mal machen. Das muss man nicht machen, aber das kann man mal machen. Geil. Gefällt mir. Geht nur nach Drachenblut. Moment einmal, du kannst doch jetzt mit Sicherheit... Kannst du Blubstrahl lernen? Das war 11, glaube ich. Ja, das war 11, meine ich, oder? Bubble Beam, ja. Nice. Nice. Dann haben wir jetzt sogar unsere erste Wasserattacke im Repertoire. Das ist ziemlich gut. So, mit dem gehen wir aufs Schiff, mit dem Brenners gehen wir aufs Schiff, mit dem Verb gehen wir aufs Schiff. Dann können wir noch was anderes mitnehmen. Legen wir einen Price einmal ab. Nein, einen Price lassen wir dabei. Für alle Fälle. Venemosa können wir dabei mal ablegen. Und dann nehmen wir mit. Dann nehmen wir mit. Na, Birgit nehmen wir in die Arena mit nachher. Ja, kann man eigentlich. Ja, nehmen wir einen Dampf noch mal mit. Das passt dann schon. Ah, wobei, na, Schmarrn. Nehmen wir einen Lucky mit, weil Flugpokémon haben wir schon so viel dabei. Dann Dampf noch mal weg. Nehmen wir einen Lucky mit. Ah! Okay, warum? What the fuck? Warum hat sie jetzt mein Mikro gemutet? Bin jetzt wieder da? Hallo, hallo, hallo? Bist gemutet? Warum hat sie mein Mikro jetzt gemutet? What the fuck?
Hört man mich jetzt wieder? Normal schon. Also laut OBS hört man mich jetzt wieder. Oh, bitte jetzt keine technischen Zwischenfälle. Bitte nicht. Ich höre dich. Das ist gut. Das ist gut. Luke, hörst du auch? Oder generell irgendwer? Hallo, hallo? Test, 1, 2, 28, 4, 4, 9, 36. Oder so. Geht wieder. Okay. Ja, dann war es nicht so schlimm. Gut. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, was der genaue Weg war. Glaube aber, dass wir da oben müssen. Bin mir aber jetzt nicht mehr 100% sicher. Ja, okay, das war falsch. Gut, das sind keine Trainer nicht. Ich weiß, dass in die Kabinen Trainer haben. Ich glaube, da irgendwo in den Dingen gibt es was zum Finden. Ah, da 6er Samen Superball. Technik, die begeistert. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie jetzt da mein Ding gemutet hat. Ich weiß es nicht. So. Da geht's oben. Ah, wir müssen nach oben, glaube ich. Ah, da schaut's mir gut auf. Da schaut's mir gut auf. Okay. Wo geht's da raus? Ah, okay, na, da ist Sackgasse. Okay. Ja gut, dann gibt's eigentlich nur noch einen Weg, wo wir lang können. Dann müssen wir die Treppen da oben. Ah, das Schiff auch so groß ist. Kennen Sie ja kein Mensch aus. Okay, da kommt dann der Rivale. Freunde der Sonne, Zeit für Vorhersage. Jetzt machen wir das, jetzt drehen wir den Spieß mal andersrum. Krittet uns der Blau. Für den einen oder anderen hat sich ja das vorher ausgezahlt. Habt's wieder 2 Minuten Zeit. Also in dem Fall muss es jetzt so laufen, dass der Gegner uns krittet. Ja? Das hoffe ich zwar nicht, aber... So, jetzt schauen wir mal, wie wir uns da drauf einstellen auf den Burschen. Jetzt passt zu 8. Machen wir Vermillion. Da ist SSN, okay. Da ist der Rivale. Okay, sein stärkstes Pokémon ist in dem Fall auf Level 20. Der hat aber jetzt gar nicht einmal so unfassbar schlechte Pokémon. Also der hat schon ganz gut was auf dem Kasten jetzt. Wir haben ja jetzt überwiegend... Jetzt pass auf, ich ziehe jetzt das mal ganz nach hinten. Das ist auf Level 22, das passt. Der Preis ist auf, 22 passt. Eng 4 oder Eng 3 nehme ich sowieso safe nicht mit. Dann da ich fast vorschlagen, gönnen wir uns jeweils nur. Ja, auf Level 22, dann soll jetzt eigentlich ganz gut passen. Gut. Passt. Mit denen 3 sollte man eigentlich ganz gut gegen ihn zurechtkommen. Ich meine, wenn wir mit der Fichterli schon liegen, dann geht's eh schon richtig rund eigentlich. Ich werde dann wieder einige davon überzeugt, dass der Blau ein Crit gegen uns landet. Ich schätze einmal die 50 Punkte. Ne? Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wer diese 50 Punkte gesetzt hat. Kann er mal schon fast denken. Weil Geier am Start. Gut.
dann schauen wir uns an, was der Blau kann. So. Der hat jetzt deutlich besser die Pokémon wie beim letzten Mal. Die sind jetzt alle entwickelt. Gut, Tauboga hat er beim letzten Mal schon gehabt, aber schauen wir mal, ob wir mit Gyarados da was reißen können. Ja, wir haben schon mal gekriegt. Wichtig macht den ersten Kampf, bumm, Crit. Sehr gut. Sehr gut. War aber leider die falsche Richtung. Ich habe mir also das Gefühl, dass Fichteli das Solo hat. Okay, die gönnen sich einen Trank. Mit ein bisschen roher Gewalt geht alles. Ja, aber schon wieder ein Crit. Fichteli, was geht bei dir? Ich merke schon gar nicht, dass es... Oh, okay, das... Jetzt ist es langsamer. Ja, irgendwie hat der keine Chance, ich weiß auch nicht. Ich glaube gar nicht, das ist ein bisschen ein Overkill in dem Spiel. Ja, in dem Fall hat sich die Frage, ob bei uns Crit auch wieder erübrigt. Fichteli ist schuld. Fichteli hat nein. Fichteli hat ihn nicht kritten lassen. Fichteli hat gekrittet. Ja, gut, okay. Einer. Einer hat für Nein gestimmt. Der Lucky war's. Der Lucky hat Punkte angestaubt. Alle, die davon überzeugt waren, dass wir gekrittet werden, bedankt sich bei der Fichteli, die hat da dezent auch was dagegen gehabt. Ja? Die hat sich gedacht, bevor du krittest, kritte ich. Und zwar zweimal. Also wenn ich du war, da ich mich nicht mit der Fichteli anlegen. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Ja, das ist da. Also wenn das Gesicht nicht für rohe Gewalt steht, dann weiß es vorher auch nicht mehr, gell? Fichteli OP. So. Wenn wir uns da mal einen Zerschneider. So. Gut, wir haben einen Zerschneider gekriegt. Warte mal, haben wir den gekriegt? Haben wir den jetzt gekriegt? Okay, haben wir gekriegt. Rage lief am weinsten, ja. Du hast im wahrsten Sinne. Jetzt geht da nur noch Drachenwut ab als Attack. Wobei das normalerweise abbild kämen so wird. Das sollte ja abbild kämen. Gut, Schiff haben wir soweit. Das heißt, wir sammeln jetzt die restlichen Encounter zusammen. Und dann gehen wir in die größte Abfuck-Arena EU West. Mehr M. S. Anne. Ist mehr Guap, wo begehrt Gammert 98 GG. Mehr M. S. Anne. Ist mehr gut, habe ich gehört, habe ich dir die Siege. Mehr sind für dein Resub im 10. Monat. Alles fit bei dir. Schön, dass du reinschaust. Weiterhin willkommen und weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Danke dir. Ja, mehr MSN. Ich weiß, by the way, fangen wir mal gleich an, die Gerüchteküche aufzuwischen, ja? Wenn du jetzt so bei der MSN wegsurfen würdest, war da ein Lastwagen und nein, da ist nicht Mew drunter. Okay? Räumen wir gleich mal mit den Vorurteilen auf. So, wir haben jetzt genau nur 2 Encounter zum holen. Einmal im Diktat-Tunnel, wo es bekanntermaßen Diktat gibt. Ja? Oder aber auch, es gibt im seltenen Falle die Möglichkeit, ein Diktri zu fangen. Das war aber ehrlich gesagt das unblauschig, wenn man das vorkommen hat, weil erstens einmal ist Diktri 5 Level höher wie ich selber, wenn es vorkommt. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, das zersäbelt wahrscheinlich mein ganzes Team. So.
holen wir uns einmal ein Diktat. Im Diktattunnel. So, der mal, ist der Verb dabei? Der Verb ist halt dabei sein. Ja, der Verb ist dabei. Das ist unser Fang-Unterstützer Nummer 1. Schauen wir mal, ob wir da gleich ein Diktat kriegen. Perfekt. Freiwillige vor, gibt's jemanden, der wo Diktat... Oh, leck, das ist ja schon auf Level 21. Gibt's jemanden, der wo ein Diktat-Armee hat? Oha, das ist nicht mehr langsam. Ja, Sigi, das darf tatsächlich ganz gut zu dir passen. Ich sag das, wie es ist. Also wenn du, Sigi, wenn du das Diktat, beziehungsweise Diktrisame hast, dann widmen wir das namenstechnisch sehr gerne an dich. Es darf halt brutal passen. Es darf halt brutal passen. Sigi, das darf brutal passen. Also also ich darf da mal vorschlagen, wie ich jetzt das Diktat nennen darf. Ja? Weil wir mischen ja Twitch-Namen mit Pokémon-Namen. Ja? Und du wartest mit, ich hoffe, dass das hingeht, abgesehen davon, aber das müsste hingehen. Jetzt pass auf. Du wartest mit Abstand. Einer der coolsten Namen. Gut, müssen wir eins weniger nehmen. Du wartest, dann hab ich sie. Also, John Sigtri. Das darf brutal passen. Der wird Dick da noch die benennen. Das war brutal. John Sigtri, der allerechte und allererste. War richtig stark. Ich glaube, das machen wir sogar. Das müssen wir fast machen. Klar, gebe Ehrenmann, das machen wir, der zauberhaft. Ich hab so das Gefühl, wir haben ja die geilsten Pokémon-Namen auf Twitch. Ja? So, jetzt hau ich da einmal einen Topschutz rein, weil durch den Tunnel kann man dann komplett durchgehen. Oh, das heißt aber jetzt automatisch, dass Diktri vorkommt. Lass mich bitte flüchten! Aua, Mama! Alter, wenn wir das nicht flüchten lassen, werden wir so richtig böse verhauen. Oh, Mama, aussehen! Oh. Da gehen wir anders mal durch, da die sagen. Ja, da gehen wir ganz entspannt da anders mal durch. Das hätte jetzt ganz böse. Ich hab das gesehen, das Ding war fucking 10 Level höher wie ich. Das war ein Leichtsinnsfehler, das hätte man eigentlich vorher einleuchten müssen, dass wenn ich einen Topschutz reindrücke, dann nur noch Pokémon vorkommen, die ein Level über mir haben. Ja? Gut, dass Gen 1 noch keine... Ja, dann war mir jetzt nämlich so richtig gearscht gewesen. So gängt wie es ist, dann war mir jetzt so richtig böse verhauen worden. Dann war jetzt wahrscheinlich Nuzlocke sogar vorbei gewesen. Das war eng. Das war jetzt wirklich sehr eng. Ja, das hätte nämlich jetzt ganz böse ausgekommen. Was allerdings jetzt wieder zauberhaft ist, wir holen uns jetzt nochmal einen Encounter. Ja? So, nämlich auf Route 11. Ja? Und auf Route 11, sehe ich gerade, wir können uns noch holen. Ja, eigentlich nur noch einen Encounter, ja wow. Und das war ein Traumato. Was nicht schlimm ist, ist auch ein Psychotyp. Psychotyp mit Gen 1 bekanntermaßen ziemlich gut. Ja? Alle anderen haben wir schon. Wir haben einen Habitat schon, wir haben einen Sandan schon, wir haben einen Tauboga schon und wir haben einen... Achso, die kennen wir gar nicht vor. Ja gut. Dann ist unser nächster Encounter definitiv ein Traumato. Das ist gut. Gut, das nehmen wir. Halt, Moment einmal. Haben das auch 2 Routen, ist die Frage.
Mit das da. Ah, das müssen 2 Routen sein. Das ist. Route 9 ist da oben, da können wir noch nicht hin. Das ist der Felstunnel, da können wir auch noch nicht hin. Das ist Route 10 ist Unterhall, da ist Kraftwerk dann dort. Na Quatsch, das ist vor Lavandia, okay. Das ist Lavandia, da ist der Pokémon-Turm, da ist Route 8 umzu. Da ist 11 und da ist 12, okay, an 2 verschiedene Routen. Weil auf Route 12 liegt nämlich ein Relaxo. Nicht, dass wir uns jetzt da den Encounter versperren. Jetzt habe ich einen Topschutz drin, fuck. Da müssen wir den Topschutz schnell. Passt. Topschutz ist ausgelaufen, perfekt. So, wir handeln jetzt ein Traumato. Was hat denn das für ein Encounter? Ja, ich wurscht, was für ein Encounter Rate haben wir schon. Warum haben die so schlecht? Wenn wir sie mit paralysieren. Ja, Hauptsache, das Viech kann Hypnose, das freut mich schon wieder besonders. Okay. Oh, mal Superschall, damit sie sich eventuell verwirrt. Ja, danke für nix. 10 Pokébälle kann das gelingen. Eventuell. Ganze Routen ist frei, Relaxo kommt erst noch im Kontrollset. Ja, ich gehe dann lieber auf Nummer sicher, weil. Oh, das macht aber guten Schaden, ey. Heilige Scheiße. Okay, nice. So. Haben wir noch jemanden, der Traumatus-Armee hat? Traumatus. Boah, leck, ich hätte einen brutalen Namen für den YBO. Die Weiterentwicklung ist ein Hypno. Du kannst eigentlich das N einfach nur wickern lassen. Du brauchst das N eigentlich nur wickern lassen. Ja, Traumübo hört sich auch geil an. Aber er hat halt eigentlich gesagt, wenn wir so weit kommen, wir hätte wollte Nebulax sein, weil das ist recht realistisch, dass wir so weit noch kommen. Das ist recht realistisch, dass wir so weit noch kommen. Ja, das da, aber er ist gerade nicht da. Deswegen. Also war wirklich geil. Der Traumübo war wirklich ein geiler Name gewesen. Aber. Nehmen wir ihn einfach mal so. Ist ja wurscht. Gut, Encounter für dabei haben wir alle. Dann, da ich fast vorschlagen, gehen wir in die Arena. Schön Start. So, dann können wir jetzt erst einmal schauen, die Pokémon mitnehmen, die wir für die Arena gut brauchen können. Da haben wir nämlich jetzt einige. Hat der gut so viel Chance? Ja, das werden wir jetzt auch mitnehmen. Wir legen jetzt erst einmal die Pokémon ab, die uns in der Arena nicht verhelfen. Weil wir haben dafür einige gute Mittel gegen Major Bob. Und zwar ist das einmal John Sigtri, der Allerechte, der Gutsu Sand und Nido Birgit. Eine sehr, sehr zauberhafte Kombi. Der Mr. Price kann dann noch außer, weil Venemosa da besser ist. Wie viele Pokémon haben wir jetzt dabei? 5, glaube ich, oder? Ist noch ein Spot offen. Ah ja, okay, dann kann der Mr. Price doch mit. Dann kann der Mr. Price doch mit. Da ist er.
Gut zusammen ist nicht schlecht, aber Nido Birgit, ja, weil Birgit ja auch im Chat ist. Ne? Nido Birgit und so. Ne? So, dann müssen wir jetzt. Gehen wir mal da raus. So, jetzt passt's auf. Wo haben wir denn? Jetzt pass auf, der Gut zu Fuß braucht jetzt erst mal ein paar Level-Ups. Das Siege braucht auch ein paar Level-Ups. Ja, wir brauchen alle ein paar Level-Ups. Machen wir jetzt mal alles auf 22, weil dann haben wir noch ein paar Level Luft für Trainer. In der Arena, wahlweise. Next Level Shit. Ja, Twitch-Namen mit Pokémon-Namen vermischen. Das ist wirklich Next Level Shit. Wer ist Vene Moser? Gar keiner. Wenn wir keinen Namen finden, keinen Twitch-Viewer, der wo ich sein möchte, dann machen wir einfach, ja, was man halt gerade so ein bisschen einfällt. Gut zu Fuß hat auf jeden Fall schon mal Schlitzer gelernt. Wenn mir nicht alles täuscht, müsste jetzt mal beim Gut zu Fuß sogar für die Entwicklung ausgehen. Ah ja, genau, perfekt. Die Vene Moser gibt's nur bei Hogwarts Legacy. Ja, und da habe ich tatsächlich an das gedacht. Perfekt. Gut zu Fuß hat sich auch entwickelt. Perfekt. So, John Sigtri. Bei dir hat's noch ein bisschen was bis zur Entwicklung. Da können wir dabei noch nichts tun. Rice ist auf Level 22. Das passt. Nido Birgit, der mal auch auf Level 22. Okay. Vene Moser auf 22. Ja, genau. Und da müssen wir dann da, bei Vene Moser brauchen wir Zerschneider tatsächlich. Alter, wie viel. LOL, der Price kann Zerschneider lernen. What the fuck? So, da der mal. Ja, der muss dann mal weg. Der Feier, warte, ich mag ein Proceeding sein. Grüß euch, was ist ein Posting? Den verstehe ich jetzt nicht. Ja, kein Stress, ist gut. Alles gut. Der Feier, wie geht's da? So, dann haben wir jetzt so auf alle Fälle. Genau, Birgit braucht nur einen Schaufler. Dass Birgit einmal einen Bodenangriff beherrscht. Achso, not able. Achso, ja, blöd, das geht nicht. Dann lassen wir es dabei so, okay. Okay, halt noch, danke der Nachfrage, mir geht's gut, selber, das ist recht. Bei mir passt alles, wir spielen da ganz entspannt ein Hardcore-Nuzlocke. Falls du irgendwelche Fragen dazu hast, einfach nachfragen. Dann werden wir da das selbstredend beantworten. Oh, leck, ja genau, da hast du noch nicht einfach einen Baum anklicken können, sondern du musst einfach so auf zur Schneider gehen, okay. So. Also wenn ich mir jetzt so mein Team einmal anschaue, also wir nehmen bei echt ganz schön gute Formen an momentan, ne? Momentan fürchte ich mir nicht, dass uns irgendwas aufhalten kann. So, schauen wir mal, wer ist denn vorn? Gut zusammen das vorn. Kannst du schon irgendetwas? An Bodenattacken? Na, tatsächlich nicht. Dann können wir uns aber eigentlich überlegen. Warte mal, lernst du Schaufler von selber vielleicht? Sollte man vielleicht mal abklären vorher. Sollte man vielleicht einmal abklären vorher. Moment. Ja, nicht, dass ich jetzt mein TM an die verschwende, obwohl du es eh selber lernen darfst. Weißt du? Das wollen wir ja nicht. TMs sind ja rar in dem Spiel, wirklich. So, wo haben wir den Sandan? Da ist. Beziehungsweise Sandama. Na, du lernst Schaufler nicht von selber.
Das heißt, ich lerne das per TM. Okay, na, passt. Du lernst Schaufler nicht von selbst. Da kann sie ja schon. Dann kriegt der Mr. Optio gut zu Fuß noch den Schaufler von mir. So. Ich hab das Rätsel noch nie wirklich verstanden. Keine Ahnung, das ist glaube ich irgendwelcher Random-Scheiß. Aber jetzt brauchen wir erst einmal die 3 Trainer, die du in Hand. Dann haben wir auf der sicheren Seite. Voltoball. Okay, Sonic Boom, das ist Ultraschall, macht immer 20 Schaden. Magnetilo, okay. Na, immer eins neben dem Mülleimer, wo du den Hebel gefunden hast. Ja, aber wo daneben? Oben, unten, links oder rechts? Das ist die Frage. Das sind wieder 20 Schaden, sprich 30 als Crit. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. So, der Sigi darf natürlich auch mal drauf. John Sigtri, der allererste und allerechte, kriegt jetzt seinen ersten Einsatz. Das ist gut. Das ist zauberhaft. Pikachu. Ja, die Chance hätten wir im Vertania-Wald gehabt, wenn uns der Raupi nicht vorkommen wird. Aber gut. Au! 11 KP, what the fuck? Okay. Nochmal Pikachu. Sie hat seine Bewährungsprobe bestanden, auf alle Fälle. Können wir gleich noch eine Runde machen. Was jetzt wir haben? Ah, da hinten ist noch einer. Mhm. Okay. Oh, das war Level 23. Laut Spielerberater, den zweiten Schalter findet ihr immer eine Mülltonne weiter, egal in welche Richtung neben jener mit dem ersten Schalter. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Mr. Optio, da bin ich jetzt gespannt. Jetzt suchen wir mal den Hebel. Jetzt suchen wir mal das Klo oder was auch immer das sein soll, wo man den Hebel hebeln kann. Da ist nix. Da ist auch nix. Da haben wir auch nix. Okay. Hier muss der Hebel sein. Null. Ja, dann muss er in dem X sein, oder? Aha, da ist jetzt, okay. So, das heißt ja jetzt, rein theoretisch müsste der doch jetzt da sein, oder nicht? Oder da, also, gibt ja jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Da war der erste, das heißt, der kann nur da oder da sein, weil rechts geht ja nichts, ne? Also, wenn er jetzt, egal in was für eine Richtung, muss er ja da sein.
Da ist er aber nicht. Ist gelungen, der Spieleberater. Zehnt noch. Ah. Warte mal, der hat doch irgendwann einen Tipp für uns, oder? Okay, I'll talk. Let Launch Search said he did door switches inside something. Ja, toll, du Schlauberger. Das weiß ich auch, dass der Heavy Double Locks. Here's hint. When you open the first lock, the second lock is right next to you. Also rechts davon. Praktisch. Right next to you. Gut, da müssen wir uns einmal merken. Also nach rechts schauen. Hä? Dann war es der Unterleg gewesen, oder was? Okay. Oh Gott. Ich hasse das Rätsel. Sag's irgendwie, wie es ist. Okay. Wenn's right next to you ist, dann müsste es ja jetzt rechts daneben, also müsste das der sein. Wieder nicht. Mal flipp aus mit dem Scheiß. Beziehungsweise right next to you kann da jetzt einfach der am nächsten gelegen ist, also der, oder? Ah, wieder nicht. Oh, ich hasse dieses Rätsel. Ja. Boah, ich check's nicht. Das ist... Exit Gaming erlaubt. Jetzt in dem Fall schon, ja. Bevor wir jetzt so noch 3 Stunden mal anspielen. Okay, da ist jetzt der Schalter. Jetzt warten wir mal, was der Sieg ist. Das hat ja geheißen, right next to you. Also entweder der direkt unterhalb, der wo halt an mir am nächsten ist, oder halt der rechts daneben. Dabei muss ich auch mal Vorhersage. So. Wer man mir gegen Major Bob paralysiert, ist die Frage. Ja oder nein? Bild vom Spieleberater im Gesicht. Schauen wir mal, ob jetzt so, gell? Okay, ja, lul. Hast du mir beide in Discord geschickt? Ach so, das heißt, der orange hinterlegte ist immer, wo der erste Schalter ist, und sagt man dann auch bei den grauen, wo der zweite Schalter ist, oder wie? Oder ist es andersrum? Ja, kann ja nicht andersrum sein, wie die Pfeile noch. Jetzt pass auf.
Achso, fuck. Ja, scheiße. Das kann immer nur einer von denen sein, praktisch. Zitat, in Pokémon Rot und Blau können nur 8 Eimer den ersten Schalter enthalten. Der zweite Schalter ist dann entweder im Eimer oben links oder in einem benachbarten Eimer, der je nach Position des ersten Schalters schon vergeben ist. Für 6 der 8 möglichen ersten Eimer liegt die Chance also 50%, dass sich der zweite Schalter im Eimer ganz oben links verbirgt. Für die verbleibenden 2 möglichen ersten Eimer ist die Chance... What the fuck? Okay, der ist jetzt da. So, und laut deinem Beutel ist der nächste Eimer, also ist der Pfeil zeigt dann auf da her. Echt, da ist er aber nicht. Oh Mann, ey. Ah, das ist vielleicht der Schmoren, sag ich dir. Also ich glaube, dass das einfach random ist. Oder ich check's einfach nicht. Das kann natürlich auch möglich sein. Ja, passt schon, danke dir. Einen guten Appetit wünsche ich dir. Ja, da kostet, das ist, ich glaube, dass das einfach komplett random ist. Ich glaube, dass es einfach komplett random ist, welchen Mülleimer du da anquatscht. Ich gehe jetzt einfach mal auf den da oben, weil... Ja, das ist halt wieder nicht. Also, das, was stimmt, ist, dass er in irgendeiner von denen erinnert ist. Oh, Herrgottsseele. So, hat er lang nur dauert, der Schmarrn. So, jetzt werden wir da erst einmal... Hat keiner gesehen. Das hat jetzt keiner gesehen. So. Wir müssen noch aufleveln. Und zwar auf Level 24. Gut, hätten wir jetzt auch so eingehen können, aber macht wahrscheinlich keinen Unterschied. So, 24 ist Level Cap. Das nehmen wir mal dann. So. Ich glaube, dass wir so weit... Ah, was möchte Birgit lernen? Slam, das ist gut, das nehmen wir. Ist er an der Stelle besser als Mega-Hieb? Also nehmen wir das mal weg. Ah, 23 kann man, okay. Ja, der Major Bob ist jetzt tatsächlich... Stachelspore, kannst du schenken, brauchen wir nicht. Der Major Bob ist jetzt tatsächlich der erste Arenaleiter, der ein bisschen stärker ist. Schauen wir mal, ob wir an dem auch so problemlos vorbeikommen. Gut. Dann haben wir alles auf 24. Dann schauen wir noch, dass wir die richtige Reihenfolge nehmen. Ich darf jetzt halt fast vorschlagen, jetzt passt es Obacht. Ich darf jetzt einfach fast einmal mit dem Sigilliden. Ja gut, und der Rest ist ja dann eigentlich relativ irrelevant, wie wir einigen. Der Sigi hat einen relativ hohen Base Speed. Die Birgit ziehen wir nochmal nach hinten weg. Beziehungsweise einen Price ziehen wir nach hinten weg. Gut,
Venemosa ist sowieso zum Tanken da. Mehr oder weniger. Genauso wie Pisabatz ist auch zum Ibn Tanken. Adu, was hab ich verpasst? Mr. Sei, habe die Ehre. Merci wieder in 61 bist. Was hast du versammelt? Ja, so einiges. Du hast Misty versammelt, du hast den einen oder anderen Premium-Encounter versammelt. Du hast MSN versammelt. Du hast aber. Du kommst aber pünktlich zum Major Bob, tatsächlich. Zum Major Bob. Das ist zauberhaft. So. Genau. Dann müsste das jetzt eigentlich soweit passen, ja. Sollte fein sein. Dann mit Zwischenspeichern und dann, hoffentlich, habt ihr irgendeine Punkte gesetzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Major Bob. Und holen wir uns hoffentlich den 3. Orden. Gut. Ja, jetzt sind wir schon 3 Pokémon. Oh, wow. So, John Sigtry in the house. Moment, ist dieser Sandama? Im Overlay? Ja, das ist ein Sandama. Das ist ein Sandama. Tatsächlich. Nach was schaut es sonst aus? Oder was meinst du jetzt? Hat ein bisschen aus so mehr Hamsterlastig, ne? Gut. Over-OP, ja. Der Mr. Gut zu Fuß hat sich entwickelt. Gott sei Dank haben wir schon mal schneller wie Voltoball, das ist schon mal gut. Gut, ich glaube, der Siege rasiert. Da ist Pikachu, das ist auf Level 18, warum auch immer. Oh, XP, okay. Perfekt. Und last but not least, Raichu. Das ist auf Level 24. Soll ich irgendwas sagen? Soll ich irgendwas sagen, Freunde, oder so, ne? Da ist nämlich eine kleine Krux an der Geschichte. Da gibt es eine kleine Krux an der Geschichte. Die Krux an der Geschichte ist, Raichu hat keinen einzigen Angriff, der Dicta trifft. Raichu kann in dem Fall 3 Elektroattacken und eine neutrale Attacke, die aber keinen Schaden macht. Das heißt, Punkt 1, alle die dafür gestimmt haben, dass wir nicht paralysiert werden, werden Punkte kriegen. Das ist das erste. Und das zweite ist, wir kriegen den 3. Orden. John Sigtry, OP. Ja, nice. Aber der 3. Orden wird weggefegt wie ein Niemand. Ich sollte aufhören zum Beten. Habt ihr, wie ich vorher gesagt habe, mal gewinnt man, mal verliert man. In deinem Fall, also wenn man es auf den heutigen Stream oberbricht, übernimmst du langsam einen Price-Cent-Posten. Und natürlich snacken wir uns auch den 3. Orden. Gut, dass ich nur Quotenfuffi gespielt habe. Ja, der Quotenfuffi. Was der Quote heute denn da kriegt? Ich weiß nicht, was du gesetzt hast. Aber sei es wie es sei, wir haben 3 Orden, wir haben locker flockig durchgekommen, wir haben gute Encounter gesammelt, wir haben keinen Verlust bisher erleiden müssen, obwohl ich sagen muss, dass das mit dem Dictri vorher haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert ist. Aber ansonsten glaube ich, haben wir es gut umgebracht. So, jetzt müssen wir schauen, was ist denn eigentlich das nächste Level Cap? Das nächste Level Cap ist dann bei der Erika Level 29. Das heißt, wir haben jetzt 5 Level Luft. Quasi Modo. Okay.
Wir haben dann 5 Level Luft. Du hast 1250 gesetzt. Schauen wir mal. Insgesamt waren im Pool knapp 3098 Punkte, 1300. Ja gut, wenn du 1350 gesetzt hast, hat man 50 geoffert. Und die hat. Wer hat denn die gesetzt? Du und noch irgendwer. Irgendwer hat noch auf 1 tippt gehabt, auf Ja. Und der Preis war 2, der Wert war 2. Ja genau. Das wird jetzt da nicht hübsch gewesen sein. Bitte mal. Ja stimmt, der Lucky Mann hat gar nicht mitgemacht. Zumindest. Du hast auf Ja... Ah ja doch, jetzt hat er. Ja, du hast auf Ja gesetzt. Right. Ja, okay. Gut. Ja, seems fine, I guess. Beziehungsweise jetzt fangen wir erst einmal an, dass wir mal ein paar Items ablegen. Wir haben auf alle Fälle mal die ganzen TMs weg, die brauchen wir jetzt dabei nicht. TM19, der haben wir noch weg. Dann TM... ja, Zerschneider können wir dabei einmal weg da. Und Donnerblitz, der haben wir dabei einmal weg. Perfekt. Ansonsten, ja, das MSN-Ticket brauchen wir nicht mehr. Kann auch weg, das passt. Ja, nice. Können wir jetzt zufälligerweise noch Superbälle kaufen? Was haben wir alles an Pokémon? Zeig ich dir gleich. Unsere Mannschaft ist bombastisch aufgestellt momentan. Ja? Also wir haben ja schon sehr gut aufgestellt. Wir können immer nur dabei immer nur noch Pokébälle kaufen. Auf jetzt nochmal 8 Jahre, weil was soll der Geiz? Und dann passt es dabei schon. So. Machen wir mal eine kleine Team-Review. Was haben wir denn alles? Also, aktuell. Das. Wir haben aktuell ein Dicta, ein Sandama, ein Nidoqueen, ein Ultrigaria, ein Kadabra, ein Bisaknosp. Und dann haben wir noch des Weiteren ein Traumato, ein Mauzi, ein Zubat, ein Tauboga, ein Smetbo, ein Ibitak, ein Garados, ein Ratikal, ja genau, ein Dicta. Also hast du Abra One Ball geschafft. Ja, also es waren 2 Gräser, also 2 Routen praktisch. In der ersten von den 2 Routen ist mir Knovensa vorgekommen. Und da habe ich dann so derartig gefettfingert, dass ich am Rankenhieb verlernt habe. Leider. Und in der zweiten Route von den 2 ist mir dann Abra First Ding vorgekommen und da habe ich es halt mit einem Ballen geschafft zum Fangen. Glücklicherweise. Und da hat sich der Mr. Price bereit erklärt, dass er den Posten von Kadabra übernimmt. Genau. Also wie gesagt, wir haben teamtechnisch aktuell sehr solide aufgestellt, da ich sagen. So, wir brauchen aber jetzt bei Gott nicht lauter Boden-Pokémon. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall Garados wieder mit. Und wir nehmen einen Lucky mit. Dann haben wir dabei, glaube ich, soweit eine gute Aufstellung. Schaut sie, glaube ich, ganz gut aus. Perfekt. Ja, wenn das nicht zauberhaft ausschaut, dann... Also mit dem Team kann man, glaube ich, schon ein bisschen was anfangen. Haben wir schon mit schlechteren Pokémon größere eingeschlagen. So ist es jetzt nicht, ne? Also bisher läuft's wirklich sehr, sehr gut. Da können wir uns nicht beschweren. Da schaffen wir easy einen Champ. Sofern es weiterhin so geschmeidig läuft wie jetzt, ja. Dann haben wir da keinen Stress nicht. Und die Frage ist, läuft es weiterhin so geschmeidig? So schnell haben wir es nicht, das ist 10 nach. Jetzt gehen wir noch bis zum Felstunnel und dann hauen wir einen Hut drauf für heute. Da können wir uns dann
glaube ich, nur mehr einen Encounter holen, wenn wir nicht lauter Dupes haben, I guess. Ich bin mir jetzt, also wir werden ja später mal das Kraftwerk besuchen können, da wo ein Zapdos drin war. In Gen 1 ist es allerdings nicht so pipi einfach, ein legendäres Pokémon zu fangen, wie das in den neuen Spielen so ist. Da müssen wir uns da nochmal schauen, wie wir da aufgestellt haben, ob wir das wagen, den Encounter auf Zapdos zu legen. Ja? Zapdos war halt schon, löt mich am Arsch. Ja? War halt schon sehr zauberhaft, den Zapdos zu haben. Aber da müssen wir da nochmal schauen. Bis dahin haben wir noch ein paar Meter zu gehen. Ich bin jetzt auch am Überlegen, ob wir uns Blitz holen. Ja, wobei, das kann ich dann offstream noch machen. So, Venenosa Tentacula. So, mit was lieben wir mir aktuell? Mit dem Lucky, das passt. So, kriegt der Lucky auch noch schnell 2 Level, damit es alles gleich ist. So. Schauen wir mal, was gab es denn dann auf der Route? Da kann man einmal schnell luren. Diglets Cave haben wir schon, der Diktaturtunnel. Route 9 und 10. Ach, das sind 2 Encounter? Okay. Aber das sind lauter Dupes. Na, Quatsch, haben's nicht. Okay, auf Route 10 kriegen wir auf alle Fälle safer Voltoball. Und auf Route 9... Das sind nur Dupes. Route 9, den Encounter können wir skippen, das sind lauter Dupes, das haben wir schon alles. Die können wir uns dabei einmal aufsparen, beziehungsweise nicht in Erwägung ziehen. Aber auf Route 10 kriegen wir immerhin ein Voltoball. Beziehungsweise ist halt jetzt die Frage, Zeit zu Route 10 ein Kraftwerk. Wenn zu Route 10 nämlich ein... Jetzt warte mal. Ich schaue mal schnell, was das dauert. Es wird jetzt schnell kurze Zeit, aber... 87... Kelaron City... Blablabla... Ja, ist schon gut. Rocketversteck... Pokémon-Turm... Ist Kraftwerk ein eigener Ort? Weil wenn nicht, müssen wir nämlich an Route 10 Encounter nämlich nach hinten schirmen. Und so wie ich das sehe... Safari-Zone, okay, also auch ist ein eigener Ort, passt. Da ist 12 und 13. 14 und 15. Jetzt dann unten rum. Ich bin gleich soweit, ne? Okay, da geht's dann Richtung Zinnoberinsel. Okay, Pokémon Menschen ist schon mein eigener Ort. Okay, Kraftwerk ist auch ein eigener Ort. Okay, passt. Dann können wir uns den Route 10 Encounter holen und das Kraftwerk ist auch noch mein eigener Ort. Okay, dann passt's. Nicht, dass er mir dann 2 Encounter holen Daten, weil das darf man ja nicht, laut Nuzlocke-Regelset. Dampfe habe ich die. Kraftwerk ist Kraftwerk, weil man innerhalb Pokémon fangen kann. Ja, ja, schau, aber es ist ja bei... Ich sage dir gleich, wenn du dann einen Anwalt nimmst, dann baust du kein Heisel nimmer. Das ist doch hoffentlich klar. Voltoball-Finale, oh. Nein, in Welt kennen sie es normalerweise nicht. Also zumindest nicht in dem Level. Und wenn ja, friese mein Arsch. Dampfe ist gut bei dir. Kraftwerk. Ich war mir halt jetzt nicht sicher, ob das in der damaligen Gen auch schon so war. Gen 1, weißt du schon? Deswegen wollte ich jetzt lieber Triple confirmen, nicht dass ich jetzt auf Route 10 einen Voltoball fange und krieg dann im Kraftwerk kein Zapdos mehr. Also, womöglicherweise Zapdos.
Ja, Luki rasiert ihn wieder. Das gefällt ihm. Gut. Da haben wir auf alle Fälle 34. Selten so wach gewesen um 7 Uhr noch. Stream nachher, oder wie, oder was? Ist ein komisches Gefühl. Ja, ich gunst da, ganz ehrlich. Ich werd so fühlen, wenn ich auch nicht mehr schichten müsste. Ganz ehrlich. Sei da gegönnt auf jeden Fall. Notiere, wenn er will, das Volteball-Finale kann und ein Pokémon drauf geht, frisst er sein. Ob ich das on-stream dort darf, das weiß ich nicht. Ja, also Moment. Du kannst im Kraftwerk safe Zapdos encountern. Das ist richtig. Allerdings musst du dabei bedenken, dass legendäre Pokémon zu fangen in der ersten Gen nicht einfach war. Du kannst nämlich Zapdos nicht fangen, wenn es nicht mindestens ein Statusleiden hat. Also so einfach, so mäßig, ja, Zapdos volle KP, Pokébälle drauf, das funktioniert nicht. Ja, du wirfst da buchstäblich den Ball daneben. Ja? Also solltest du Zapdos, wenn möglich, einschläfern, paralysieren, vergiften, verbrennen, whatever und schwächen, damit du es überhaupt fangen kannst. Deswegen müssen wir da mit unseren Attacken ein bisschen haushalten, damit wir das später auch wirklich gewerkstelligt kriegen, dass wir mehr legendäres Pokémon fangen. Okay, 15 KP war Crit. Nice. Genitalien und Nippel sind Terms of Service, aber keine Ärsche, oder? Ich glaube, dass ein Arsch auch ein Terms of Service ist. Legendäre Vögel am besten nach Mewtwo fangen. Ja, das Ding ist halt. Oder mit einem Meisterball. Wir hätten. Wow, leck, Moment einmal. Mir kommt gerade folgender Gedanke. Wir konnten wirklich so brainless sein und einfach mal auf Teufel komm außer, wenn es richtig gut läuft. Also wenn es richtig gut läuft. Wenn es so weiterläuft wie jetzt. Dann kann man uns in Erwägung ziehen, dass wir im Kraftwerk versuchen, Zapdos zu fangen. Und wir kriegen ja dann später irgendwann einen Meisterball, da wo der Fang garantiert ist. Mit dem könnten wir dann hergehen und sagen, wir fangen entweder Lavados oder Arctos noch dazu. Wahrscheinlich eher Lavados, weil Feuer-Pokémon in dem Spiel relativ rar sind. Und wir ohnehin noch einige Chancen haben, um irgendwelche Eis-Pokémon zu fangen. Guess who's back? WB-Siege. Gut, den Encounter, wie gesagt, können wir da skippen auf der Routenhand nur Dupes. Brauchen wir also nicht. Ja, okay, lol. Merci für nix. Das Ding ist, nach der Liga helfen uns, oder nach Mewtwo helfen uns die Vögel auch nichts mehr, weil dann haben wir Nuzlocke nämlich bestanden. You know what I mean? Null. Okay, wie geht's jetzt da weiter? Ah, da auf. Na, da haben wir schon her. Da entlang. Ja, das sind die 3 Eis-Pokémon, aber du findest halt in der Seeschauminsel normalerweise noch Eisstrahlen und dann lernst du halt irgendein Wasser-Pokémon noch. Beziehungsweise in der Safari-Zone meine ich mich erinnern zu können, dass du dort Dratini angeln kannst. Das muss ich aber dann einmal noch nachschauen, wenn wir mal so weit haben. Dragoran war halt auch brutal. Also Dragoran, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn wir es schaffen, in der Edition oder in dem Run ein Dragoran zu fangen, dann haben wir durch. Dann haben wir durch, Freunde der Sonne. So eng wie es ist. Stimmt, Lapras ist in dem Spiel ein Gifted-Pokémon. Das kriegen wir in Saffronia City bei dem Rocket-Überfall. Kriegen wir das geschenkt. Das ist ein geschenktes Pokémon laut Nuzlocke. Nach unserem Nuzlocke-Rule-Set darf man geschenkte Pokémon jederzeit verwenden. Das heißt, wir haben also safe, schauen wir irgendein Eis-Pokémon. Silphco, ja genau, richtig. What the fuck, du bist gar nicht gemacht. Ich finde Austausch geil. Wenn wir die Chance haben, unser Muschas zum Angeln, werden wir das tun. Definitiv. Wie gesagt,
Ich kann jetzt direkt mal schauen, was kann man denn rein theoretisch in der Misty Arena angeln? Let me see. In der Misty Arena gab es rein theoretisch mit einer Superangel. Die wo wir erst relativ spät kriegen. Und hätten wir jeweils eine 33%ige Chance auf einen Enton, auf einen Krabi und auf einen Goldini. Nur in der Misty Arena, ne? Den verzögert man ja noch hinten, bis wir mal die Superangel haben. Ja. Außerdem gibt es Akani, Galoppa und Magma. In dem Fall kein Akani, sondern Vulpix, weil Vulcano ist Rot exklusiv. Also in dem Fall Vulnona, Galoppa und Magma. Gut, da können wir jetzt safe für Dingens gehen. Gibt das. Jetzt hab ich. Warte mal, du hast, glaube ich. Okay, das ist Schlaffutter, das passt genauso gut. Da können wir uns jetzt mal safe unser Voltoball hin. In der Spielhalle kannst du dir als Preis Dratini kaufen. Ja, jetzt Moment, da musst du aber jetzt Obacht geben, gell? Ein gekauftes Pokémon ist ja nicht geschenkt. Das heißt, wenn man in der Spielhalle ein Dratini kauft, zählt das in Prismania City als Encounter. Aufgemerkt, aber da muss man halt dann abwägen, weil Dratini wird nicht wenig Kohle kosten. Ja? Es wird nicht wenig Kohle kosten. Da muss man halt dann abwägen, ob wir das Geld in die Hand nehmen, um unser Dratini zu kaufen. Oder ob wir uns dann an der Stelle vielleicht irgendeine Quapsel angeln. Weil man kann nämlich in Prismania City auch angeln. Da musst du Obacht geben. $4.600 Münzen. 500 Münzen kosten wie viel Pokédollar? 1000 oder 10.000? Quapper vor dem Encounter, by the way. Wer mag Voltobalser? Schauen, das fangen wir Kinder so. 4.600 Münzen kostet es und 1.000 Münzen kosten 10.000. Das heißt, wir brauchen mal 50.000 Pokédollar, um unser Dratini zu leisten. Freunde der Sonne, das ist eine nicht unerhebliche Menge Kohle. Allerdings muss man halt dann klar dazu sagen, ein Dratini dann zum Haben, safe zum Haben, sollte uns das da müssen wir dann schauen, ob wir das in Erwägung ziehen. So, wir haben einen Voltoball. Gibt's da einen Freiwilligen? Wobei, glaube ich fast nicht. So viel haben wir halt nicht, meine ich. Ballception? Ja, da nicht mehr. Es geht sogar hin. Nein, geht nicht hin. Brauchen wir was anderes. Pass auf. Ein Pokéball mit einem Pokéball fangen, ja. Aber ich glaube, ich habe einen Namen. Billard. Passt so gut zum Brillen. Okay. I'm impressed. Keine Encounter an uns. Nicht einmal das Abra ist uns durch Platten gegangen. Heilige Scheiße.
Ist doch zauberhaft. Gut, Freunde der Sonne. Dann sitzt man da für heute einen Cut. Hätte ich fast vorschlagen. Ja, ist sehr, sehr zauberhaft gelaufen heute. Ja, wir haben 2 Orden ergattert, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir haben alle Encounter ergattert, wo sie wirklich sehr, sehr cool finde. Also, dass wir Abra gefangen haben, wenn sie schon wirklich. Ein Leffi-Schwinger, ja. Dass wir einen Leffi-Schwinger gefangen gekriegt haben, das ist schon zauberhaft. Also, Simsala wird uns später. Das wird uns schon einiges rausreißen können. Wie momentan auch wirklich sehr, sehr gute Dinge, dass wir richtig weit kommen können in der Nassau, weil Encounter spielen uns momentan wirklich gut mit. Und wenn man mal so ein bisschen vor Augen führt, was wir noch tendenziell fangen können oder noch holen können, da sage ich jetzt ehrlich gesagt, momentan überhaupt nicht das Risiko, dass wir da irgendwo Probleme kriegen können. Aber ich will es natürlich nicht voraufbeschwören oder heraufbeschwören, weil in einer Nassau kann es bekanntermaßen ganz massiv schnell gehen. Da reicht oft einmal ein Crit aus, der wo die dann komplett aus dem Konzept hält. Aber bisher läuft es wirklich sehr, sehr gut. Ja, also jeder Encounter wirklich mitgenommen, jeden Arenaleiter bisher und Mauer gespielt. Ja, das ist halt das Ding, wenn du halt ein Originalraum spielst, die haben halt grundsätzlich ein bisschen leichter wie die gehackten Versionen, deswegen spiele ich oft lieber einfach gehackte Versionen, wo es halt ein wenig abgewandelter und schwerer wird. Da ist halt Nuzlocke ein bisschen intenser, sage ich mal, weil du mehr aufpassen musst. Aber so, glaube ich, können wir bisher ganz zufrieden sein. Da ich fast behaupten. Gut. Simsala ist Suppenkasper. Na, der Mr. Price ist Simsala dann später mal. Da müssen wir uns halt, wie gesagt, dann Gedanken machen, wie wir das dann entwicklungstechnisch machen, aber ich glaube, dass wir uns da irgendwie auf eine Regelung einigen werden, dass man sagt, okay, ab Level 45 oder so, warten wir, was warten? Level 45, da warten wir beim Pyro, das war der 7. Orden, ich glaube, das war vertretbar. Beim Pyro ist Level Cap 47, kann man auch sagen, ab dem 8. Orden, da ist Level Cap 50, das war auch noch in Ordnung, dass man sagt, okay, irgendwo 7., 8. Orden lassen wir die Tauschentwicklungen, also für Kadabra und später halt dann wahrscheinlich auch Alpolo, weil das gibt's ausschließlich im Pokémon-Turm zum Fangen, Nebulak, dass man halt dann sagt, okay, ab 7., 8. Orden irgendwo darf ich dann die Tauschentwicklungen weiterentwickeln. Aber da müssen wir dann schauen. Double Spoon. Ja, du kriegst dann einen Doppelleffe. Ja, du kannst dann 2 mit zuhauen. Ja, der Fichterli hat 2 Gusseisen in der Hand und du hast halt 2 Leffen. Ja, ist ja auch was sauber. Kommt nach Simsala dann BIM. Das war lange Zeit die Vermutung, dass nach Simsala noch eine weitere Entwicklung kommt, nämlich BIM, aber das ist niemals so vonstatten gegangen. Unterschätzt die nicht, auf keinen Fall. Du hast uns ja eben mit Garados halt schon äußerst imposant vorgeführt, was heißt, wenn man 2 Gusseiserne hat. Ne? Einfach einmal direkt einen Blauwecker kritten, das ist eine zauberhafte Sache. Gibt's Ingame Rosana? Ja, da brauchst du aber Quapuzzi dafür, das kannst du nur ertauschen. Ein Doppelkopf. aber sehr dezent. Doppelkopf gespielt. Ja gut. Jetzt schau ich mal. Ich glaube, dass wir halt. Peng, peng, wichtig. Ja, du hast den Gegner weggeblubbert. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir gehen halt mal zum Spotty. Den Spotty haben wir schon länger nicht mehr geradet und sonst ist bei mir gerade eh nicht. Also der Hetzer war noch live, den haben wir aber letztes Mal, glaube ich, nur geradet irgendwann einmal. Und das Spotty spielt Sons of the Forest. Das soll recht gut ankommen, das Spiel, habe ich mal gehört. Für mich selber war es jetzt persönlich nichts. Aber einen Herrn Alterspräsident haben wir schon länger nicht mehr geradet und ich glaube, da wird es immer wieder Zeit. Ja? Genau. So. Ich komme sehr wahrscheinlich am Sonntag wieder live mit Wolong Fallen Dynasty. Habe ich vorher schon erklärt, ist ein Souls-like-Spiel, was am Freitag erscheint. Ich habe die Demo gespielt, ich bin absolut begeistert von dem Spiel bisher. Wie es uns dann taugt und
ja, wie das Spiel dann für euch ist und wie das eng taugt, das sehen wir dann. Da werden wir dann einmal schauen. Voraussichtlich um 11 Uhr. Kann ein wenig später werden, weiß ich noch nicht, je nachdem, ob wir bouldern gehen oder was weiß ich. Aber Sonntag sollte normalerweise funktionieren, ich weiß nur noch nicht genau wann. Ja? Also 11 Uhr aufwärts, 11 Uhr, 12 Uhr, vielleicht wird es auch 1:30, ich weiß es nicht. Aber das kriegen wir hin, da ich fast sagen. Jetzt zieht mir jetzt nur die Wort eine. Ja, da tun sie dieses gerne. Ausrufezeichen YouTube, da ist die Wort vom letzten oder vom ersten Teil von der Naslog bereits hochgeladen. Also wer das versandt hat, der kann da gerne nochmal draufschauen und sich das reinziehen. Und ja, Spotty-Hype, ja. Dann, Freunde der Sonne, wünsche ich jetzt viel Spaß beim Spotty und bei Sons of the Forest. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für den Support halt wieder, fürs Dosa, fürs Mitspielen, fürs, ja, zum Mitfiebern meine ich weiß nicht, weil es bisher wirklich sehr geschmeidig läuft. Aber dennoch, vielen lieben Dank, Freunde der Sonne. Wir hören und sehen uns dann am Sonntag wieder sehr wahrscheinlich. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und ja, beim Spotty gern Liebe da lassen, wer noch nicht kennt, ist ein zauberhaft sympathischer Kerl, schon ein bisschen älter, aber ja, es soll ja der Qualität nichts abbrechen. Ja. Sind fix, voll verplant heute, sorry, du Wifi, das macht überhaupt nichts. Ja. Real Life geht vor, ganz einfacher Fall. Ja. Wie gesagt, einfach kannst du etwas da schauen, wenn es wirklich ist. Gut, Freunde, ich bin für heute raus, merci nochmal für alles, einen schönen Abend euch, bis zum Sonntag, viert euch und viel Spaß beim Spotty.